Du Kakapupu. Pipi. Es ist so dumm. Es ist so dumm, dass es schon wieder geil ist. Ich bin mir nicht sicher, ob man das noch gesehen hat. Ich weiß es nicht. Ist mir aber auch wurscht. Habe die Ehre miteinander. So, wir kriegen jetzt den Scheiß wieder weg. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Erstmal habe ich die Ehre noch nicht. Ich bin jetzt auch da. Frau Salisch, Herr Wacker, Herr Los, Herr Rieder, der Ex-Kanal, Frau Gewalt, Frau Angie, Herr Gintenreitner, Babsi, Alex, Herr Holz, Diva Hickt, alle Hans da, ich bin auch da, servus, instant sind 60 Leute da, das ist immer noch verrückt, ein halbes Jahr später ist immer noch verrückt, das ist wirklich eine verrückte Geschichte. Wie geht's euch? Ist das Mikrofon einigermaßen anständig laut? Ich weiß nicht, ich muss mir jetzt mal schnell selber zuhören. Das muss ich irgendwie jetzt mal machen. Das Mikrofon einigermaßen anständig laut, ich weiß nicht, ich muss mir jetzt mal schnell selber zuhören. Ja, es ist einigermaßen laut. Glaube ich. Der was Koloman Sperchten Autox. Habe die Ehre. Ich kann den Namen nicht mehr aussprechen. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie geht's euch, meine Damen und Herren? Sehr viele Damen sind da, so wie ich das sehe. Ich kann schon wieder gar nicht alle grüßen, weil so viele da sind. Es ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Immer wenn du streamst, Mo zum Zahnarzt. Frau Salisch, wie oft müssen Sie im Jahr zum Zahnarzt? Jede Woche, oder was? Da stimmt doch was nicht. Haben wir sie die Zähne nicht gescheit putzt? Hä? Sag's, was ist. Sag's, wie es ist. Der Tuba-Clown gefreut mich über sehr, weil das der einzige ist, den interessiert, wie es am Plötze geht. Und weißt was? Jetzt werde ich am Plötze suchen. Dann ist es zwar ein bisschen komisch, weil jetzt bin ich gerade mal 2,5 Minuten da und dann bin ich schon wieder weg, aber ich glaube, ich weiß, wo er ist. Moment, ich schaue mal, wo der Plötzbert ist. Wenn es ein Tuba-Clown so fest interessiert. Uno, momento. Bin gleich wieder da. Plötze. Das ist schneller gegangen, wie ich mir gedacht habe. Ja. Plötzlich geht's gut. Er ist jetzt ein Fettsack geworden. Und hat Füße. Schau. Ja. Gibt's was Cuteres, wie er drin hängt? Sag mal das. Wie er drin hängt. Er ist halt einfach der Plötze. Das ist der Plötze-Lifestyle. Der sitzt halt einfach, der liegt halt einfach irgendwo und denkt sich, fuck you, Human. Fuck you. Ja. Pfoten in die Luft. Und was magst du jetzt mal? Weiter schlafen. Okay, dann darfst du da schlafen. So. Der bleibt jetzt wahrscheinlich auch genau da in meine Arm liegen und schlaft da drin. Das Birger Junior kann man auch sagen, ja. So, wo haben wir? Mask Wanted, habe die Ehre. Habe die Ehre. Seit wann hast du deine Katzen schon? Oh, die einen zwei sind jetzt, glaube ich, dann im Frühjahr 3 Jahre da, oder? Nein, nicht ganz, 2,5. Und der Plötze ist jetzt ziemlich genau ein Jahr da. Ziemlich genau ein Jahr. Der Herr Leuhuber fragt, wie viele Tonnen wiegt meine Katz? Plötze, wie geil er drin liegt. Es ist ihm einfach scheißegal. Schau, es ist ihm egal. Schau seinen Blick an. Gebt euch seinen Blick, der denkt sich, Birger, was tust du denn? Magst du da so schlafen einfach? Offensichtlich ja. Also ihm geht's wie mir, ihm ist generell alles wurscht. Dir alles wurscht? Ja, ihm ist alles wurscht.
Also ich kann aber immer noch nicht sagen, wie viele Tonnen der Plötze wiegt. Der Plötze wiegt auf alle Fälle einiges. Er ist nämlich vor dem Winter, flippen unsere Katzen aber voll aus und schreien mir den ganzen Tag, oh, sie mögen essen. Und du kannst ihnen noch 400 Mal was zum Fressen geben und sie fressen auch 401 Mal noch weiter. Wie der Helge Schneider schon zu sagen pflegte, meine Katze will immer zu fressen, sie frisst mir die Haare vom Kopf. Der Herr Forstner, Servus aus Dingelfing, Servus nach Dingelfing, das ist gar nicht weit weg. Jetzt muss ich mal die Kamera da ein bisschen so drehen, damit ich da nicht im Chatfenster drin hänge. So, habe die Ehre. Der Crazy Max schreibt, Servus Birger. Ich glaube, ich habe gerade einen Bouncing Ecki da in Twitch gesehen. Habe ich das gerade richtig gesehen? Lang nicht mehr gesehen. Das letzte Mal warst verkleidet als ein Emo-Mann. Das ist gut. Der Herr Perlitschke schreibt, Servus aus Wojersdorf. Das ist noch weniger weit weg wie Dingelfing. Servus nach Wojersdorf. Na, warum Frau Richterin Barbara Salisch? Warum musst du jetzt anfangen mit Leberkassemmel? Dann müssten wir uns aber auch anhören. Oder? Das müssten wir uns jetzt aber auch anhören. Plötzlich, was sagst du dazu? Du magst da nicht mehr sein, gell? Jetzt darfst du gehen. Geht's so? So, Plötzgerät ist weg. So, sucht man Leberkassemmel. Leberkassemmel. Achtung, der Ohrenschmaus beginnt jetzt. Achtung! In der Früh. Warum denn eigentlich in der Frühe? Wer sagt denn in der Frühe? Was ist denn das für ein Landkreis, wo man nicht früher sagt, sondern frühe? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, das Leberkassemmel, das ist das Kind aus Österreich. Ich finde halt geil, dass die 600.000 Leute geschaut haben. Da kriegst du eh schon wieder einen innerlichen Schlaganfall. Was mir mal jemand erklären kann, ist, schau, seht ihr meinen Arm da? Da ist so richtig heller, da ist so als das da das Hauptutensil aus der nächsten Massmo-Folge steht. Mehr mag ich noch nicht verraten. Aber da ist so hell. Ich habe sogar schon ein Deck vor dir hingehängt und einen Stuhl davor gestellt und alles und überhaupt. Da unten geht bloß ein Schlitzlicht rein und da schaut es aus, als da der UFO landen. Ich weiß nicht, was das soll. Der Nestler schreibt, der Weitler an sich sagt was. Der Weitler sagt nicht, der sagt in der, jetzt weiß ich selber schon nicht mehr, was er genau sagt, Frau. Na, früher. Das sagt doch, beim Weitler da jetzt mal, der sagen, oh, der Heiler, der früh. Der Frau. Na, das heißt wieder froh. Ja, ich weiß auch nicht. Was ist denn los mit Ach, dir? Woody, du Penner! Was ist denn los mit dir? Hier nimm aber Spiel. Hoffe, dir geht's gut. Was? Hier nimm aber Spiel. Ich spiel jetzt nix. Also ich hätte tatsächlich schon ein Spiel vorbereitet, auf das ich mich frei seitdem ich den ersten Teil gespielt habe. Und der ist erst vorgestern oder so rausgekommen. Vorgestern habe ich mir geholt und habe mir schon ein bisschen angespielt und habe mir dann gedacht so, hebst das einmal noch für Freitag auf, vielleicht haust du es im Stream einer. Nämlich The Fractured But Whole. Falls das irgendjemanden irgendwas sagt. Auf Deutsch bei uns heißt es die rektakuläre Zerreißprobe. An dieser Stelle aber ein fettes Merci an den Woody und der Woody muss jetzt dann bitte schon einmal aufhören zum Spenden, weil das völliger Irrsinn ist. Ich muss jetzt dann einmal irgendwann zusammenzählen, wie viel Kohle du mir schon geschickt hast. Das ist ein völliger, du spinnst doch. Stop this! Nur dazu, ja, obwohl ich hab da ja Borisch ein bisschen gelernt, das heißt, du verstehst mich ja einigermaßen. Ja. Der Corbo hat das natürlich gleich, weiß das eh. Der Corbo hat das natürlich gleich checkt, was es ist, nämlich South Park. Das neue South Park Spiel ist raus und es schaut verdammt gut aus. Ich habe das Intro-Tutorial habe ich schon gespielt und so weiter und das ist schon wieder voll geschissen mit lustigen Späßchen. Allein schon, wie man Schwierigkeitsgrad auswählt, das ist, also da denke ich mir immer so, wer kommt auf sowas? Es ist so geil. Der Schwierigkeitsgrad wird daran an deiner Hautfarbe bemessen. Das heißt, wenn du ganz weiß bist, dann ist halt, dann ist ganz leicht und wenn du die halt ganz schwarz machst, zum
Neger, bei uns in Bayern darf man das noch sagen und in fucking Österreich darf man das auch noch sagen, dann bist du der Neger und dann ist halt der maximale Schwierigkeitsgrad erreicht. Allein das schon, dass die das machen dürfen, finde ich, ist schon krass. Wer ist denn der Slowpoke? Ich soll immer ausmachen, schreibt er. Mach aus, mach aus, mach aus. Was ist der Unterschied zwischen einem Witz und 3 Schwänzen? Die 2 Knierscheiben, besonders die linke. Was weiß ich denn? Der Bavarian EDM-Fan, was läuft so, wenn du das Geld nicht magst, ich nimm's schon. Gut, wenn das es nicht haben möchte, das war eine Lüge. Ja, da darf man alle lügen. Da darf man alle lügen. Aber, ich lüge ungern. Natürlich mag ich es haben. Das Problem ist bloß nicht von ihm. Ja, der Slowpoke hat, weil ich die Twitch-Polizei bin und er noch ein Spiel angegeben hat. Oh! Das stimmt. Da hat er aber ein bisschen recht, muss ich ihm geben. Da muss ich ihm im Slowpoke ein bisschen recht geben. Das ist korrekt. Ich mag mich selber hören. Hör auf. Da hat er nicht ganz unrecht. Da müsste ich mir jetzt selber quasi ein Buchfutzen geben, so halbscharig. Wie ändert man denn den Scheißdreck da? Warum ändern denn die alle 5 Minuten scheiß Twitch? Warum? Warum kann ich da nicht mehr einfach auf Bearbeiten drücken, sondern nur noch auf Teilen und ich kann mich selber melden? Das ist stark. Das ist wirklich unfassbar. Ich habe keine Ahnung, wo ändert man das Spiel? Was soll das? Warum? Kann man das irgendjemand sagen? Twitch, du gehst mir auf den Sack. So, dann nehme ich hier meinen Restream-Scheiß ein. So, dann machen wir es halt da. Restream, yo. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz kurz, ich hab kein Dashboard. Ich kann mir noch nicht einmal anständiges Licht leisten. Jetzt habe ich Twitch da, das ist relativ finster und wenn ich wieder das her tue, dann bin ich wieder hell. Das zeugt von Qualität. Qualitätsstream. Dashboard oben rechts schreibt der Bouncing Man. Wo ist mein scheiß Dashboard? Ah, da ist mein Dashboard. Hab mein Dashboard gefunden. Dann grüßen wir an das ist der einzige Gruß, den ich heute mache. Der einzige, ja? Natalie und ein Diavolo. Ein Felix quasi aus Berchtesgaden. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wo endet die Freitag-Session? Bei was für einer Freitag-Session sind wir denn überhaupt? Ich habe vorher schon einmal nachgeschaut, aber irgendwie habe ich es nicht ganz checkt. Habe ich da schon nachschauen müssen. 15. Wir haben schon die 15. Freitag-Session. Da sagst du, Kruzifix gibt's das. Blade Schmerz, Hosszeit, so. Spielkategorie, Was? Sucht man uns irgendein lustiges Spiel aus? Ich muss ja da irgendein Spiel, muss ich rein tun? Nein, ich muss Creative rein tun, oder? Muss ich da Creative machen? Ja. Community, Vollbier Squad. Ich schreibe jetzt einfach rein, ob es den gibt oder nicht. Das ist mir doch scheißegal! Hä? Da mir, weißt du eh. So, ich hoffe, dass sich das da aktualisiert, weil der gemeine Speichern-Button hat ja 2016 an Bedeutung verloren und den braucht ja kein Mensch mehr. Und weiß das eh, wie es ist. Ja. Mask Wanted. Erst einmal eine saubere Gasmaus einschenken. Weiß ich nicht, was du für Probleme hast, wenn du um 2:45 Nachmittag schon eine Gasmaus einlenkst, aber das muss ja jeder selber wissen. Das ist mir Jacke wie Hose, sagt Pierre der Franzose. Ja. Michael P. Birger, was geht? Das ist eine gute Frage. Mir ist scheiße langweilig. Das ist alles, was ich weiß. Deswegen habe ich mir gedacht, jetzt schaut heute mal einen Stream ein. Ich weiß eigentlich gar nicht, ich habe nichts vorbereitet. Habe ich irgendwie auch noch nie. Aber, weißt du eh. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Wie der gemeine Österreicher zu sagen pflegt. Was soll ich machen? Das Slowpoke schreibt lustige Sachen. Hör auf, Hochdeutsch zu reden. Wann reden die Hochdeutsch? Wann denn? Wo denn? What?
Der Herr Meier fragt mich, was mache ich beruflich? Herr Meier, für das habe ich ein Video kreiert, das heißt Stamm die Schmicke und heißt Eierne Fragen. Das schaust du jetzt an und dann werden alle anderen Fragen, die da im Sekundentakt durch den Chat durchfahren, mit kennst du das Bier, kannst du how to das machen und wo kommst du her und was arbeitest du und wo kommst du her und kannst du mich bitte grüßen, wird da beantwortet. Falls war. So. Sagt Pierre der Franzose. Ja, das war ein Satz, den wirst du dir nicht vertragen. Ich muss aushalten. Ich muss aus meiner Geschwulfotzen rauslabern. Das ist ja das Schwierige. Halb so schwierig ist bloß das Zuhören. Was fahre ich für ein Auto? Das wird ich selten gefragt. Habe ich aber, glaube ich, auch schon 2-3 Mal beantwortet. Ich fahre einen abgefuckten silbernen Fiat Stilo. Das ist alles. Ich interessiere mich nicht für Autos. Der DJ John Miller. Servus, Birger, eure Wursthaut. Servus, DJ John Miller, eure Wursthaut. Hoppala, hat's mir schon wieder ein Kopfball rausgehauen. Nichts passiert. Was tun wir heute? Ich weiß nicht, was wir heute tun. Ich hab, wie so oft, nichts, aber heute rein gar nichts vorbereitet. Natalie fragt, hast du Haustiere? Ich habe vorher gerade ein Haustier da gehabt. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Das war der Plötze. Aber der Plötze mag jetzt gern schlafen. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Wo ist er? Plötze? Vielleicht kommt er ja nochmal. Ja, ich habe Haustiere. Wir haben einen Hund und 3 Katzen. Hast noch wenigstens ein Moped? Nein, nicht mehr. Sagen wir es so. Kein Moped. Hat irgendwer da Amazon Prime und weiß, wie man diesen Code für ab 18 umgehen kann. Frau Gewalt. Ich werde keine Unterstützung leisten, die deine elterliche Sperre zu umgehen. Ja, das Passwort von deinen Eltern auszufinden. Das Lustige ist, die Münzen ist bis heute noch nicht rausgekommen. Bin aber seitdem Pumperl gesund. Was für Münzen? Alter, was für Münzen? Natalie schreibt, kannst deinen Hund mal zeigen, bitte? Den hat meine Freundin in der Arbeit dabei. Der kommt erst um 6, 7, 8 heute heim. Der Onkel 23 fragt mich, was hältst du von Bibo? Ich halte einen Bibo und einen Liquid, den du mit Sicherheit dann auch kennst, für die Spitze unseres bayerischen Rap-Daseins. Wenn jetzt dann gleich die nächste Frage kommt, was hältst du von Dicht und Ergreifen, dann mag ich nichts dazu sagen. Das erklärt alles von selber. Danke. Nächste Frage. Der klagst dich aus. Servus, Birger, du Schmerzhaum. Ja, was soll ich sonst tun? Ich kann mir ja bloß hersetzen und Scheiße labern. Das ist meine einzige Gabe Gottes, die mir der liebe Gott gegeben hat. Was, dann mach einen Livestream bis 6 oder 77. Ob ich jetzt mit 77 noch Livestreams mache, glaube ich eher weniger. Und wenn, dann war es natürlich geil. Allerdings hat's ihr dann auch alle 50 oder 60 Jahre alt. Ich hab dich schon verstanden, du meinst Uhrzeit. Spaß. Ich überwische die ganze Zeit irgendwelche Codes aus. Der Klassiker ist die Jahreszahl von deiner Mom, wann sie geboren ist. Oder die Jahreszahl von deinem Pap, der meistens technisch versierter ist als deine Mom, wann du geboren bist oder dein Pap geboren ist. Die kann man mal probieren. Die hat so 4 Steine. Ansonsten ist 0000 immer ganz gern gesehen. 1111 ganz gern gesehen. 1234 oder 5555. Und warum? Wenn du nämlich bei Netflix einschaltest und du hast einen Film ab 18 und musst den Code eingeben, dann ist das Auswahlding, wo du halt steuern kannst, was für Nummer das jetzt drückst, gleich auf 5. Da der gemeine Erwachsene faul ist wie ein Stück Scheiße, gehst du her und sagst dann, ja, was soll ich jetzt für einen Code eintun? Ich weiß auch nicht. Drück einfach 4 mehr auf OK und dann drücke ich noch mehr auf OK, weil das springt dann automatisch auf das OK unten und dann brauche ich nicht recht viel tun. Also ich bin für 5555 oder 0000. Das ist so meistens, weißt du eh. Das probierst du mal aus und wenn 4 mal die 5 hingehauen hat, dann sag ich, habe ich recht gehabt. Was soll ich sonst sagen? Der Woody, Birger sagt, was heißt von Micah Curry King Oktoberfest Weißwurst. Oh Gott, das fragt mich. Das Interessante ist ja, das fragt mir ein Preis. Der Woody ist ein Preis. Ja? Es ist aber einer von einem Quintilliarde Preisen, die normal sind, einigermaßen. Deswegen darf man das fragen. Was ich da davon halte, das weiß ich selber nicht so genau. Also ich weiß schon, aber das darf ich im öffentlichen Dasein nicht sagen. Was? Birger, kannst du das einmal machen, dass die Live-Videos ein bisschen länger online sind? Alexandra Huber, wie verstehe ich diese Frage? Welche Live-Videos wie lang online?
Ich kann euch das ja mal zeigen, weil das fragen mich tatsächlich einige Leute. Jetzt gehen wir mal da so rum. Oh, mein Cam ist aus, jetzt bin ich wieder da. Ja, hallo. So, das da ist im Prinzip ja mein YouTube-Kanal. Mich fragen aber so viele Leute also ich frage mich sowieso, warum fragen aber so viele Leute, wann und wie diese Livestreams online kommen. Was ich auf alle Fälle tue, ist, wenn ich jetzt da 2 Stunden da sitze und mache einen Livestream und dann höre ich auf, dann kommt diese Videodatei automatisch in meinen YouTube-Kanal. Aber ich schalte die absichtlich auf nicht gelistet. Das heißt, wenn ihr in der Suche nach Birger sucht oder sonst irgendwas, dann findet ihr das nicht. Weil mittlerweile haben wir bei 13.500 Abonnenten. Es ist ja immer nur ein kleiner Kern da. Ja? Es sitzen jetzt zum Beispiel 100 Leute darin oder 110. Schwankt natürlich immer ein bisschen. Das sind so umgerechnet gute 7-8% meiner Abonnenten. Völliger Schwachsinn, was rede ich für einen Scheißdreck? Das ist nicht einmal ansatzweise, das ist 1% von meinen Abonnenten. Nicht einmal 1%. Ist ja wurscht. Der harte Kern sozusagen. Ihr schaut euch das gerne an und ich mache mit euch gerne eine Gaudi, weil sonst da nicht da sitzen. Und wie soll ich das jetzt erklären? Diese Videos, die findet ihr, also alle vergangenen Livestreams, alle 15, die wir bis jetzt gemacht haben, seitdem mein YouTube-Kanal so ein bisschen mehr an Aufmerksamkeit genießt. Danke an dieser Stelle an alle von euch. Da scrollt ihr da ein bisschen runter. Ihr seht ja, das ist ja, ich meine, ihr werdet doch wohl einen YouTube-Kanal kennen, bloß ich frage mich, aber schaut den eigentlich jemand an? Das ist jetzt eigentlich tatsächlich eine ernst gemeinte Frage. Schaut sich jemand von euch meinen YouTube-Kanal an oder wartet ihr einfach bloß, bis ein neues Video in der Abo-Box kommt oder ihr jetzt beim Livestream in einer Abo-Box drin sitzt und dann Momental. Warum kann ich da immer nur so jetzt? Oder da schaut sie da in den Kanal auch mehr rein. Ich weiß es auch nicht. Das hat mich auf alle Fälle interessieren. Ich habe den Kanal zweimal angeschaut, sonst nur das Lied WASD. Woody. Oh, ist da. Kagel99. Merci für dein Twitch-Follow. Nochmal für alle. Ich stream jetzt gerade auf YouTube. Die meisten schauen natürlich auf YouTube zu. Das sind knapp 100 Leute und auf Twitch sind es knapp 10. Ich stream bei beiden Diensten gleichzeitig. Also nicht wundern, wenn ich mittendrin einmal sage so, merci für dein Twitch-Follow. Und alle sitzen so da so, was ist denn der Twitch-Follow? So. Ja, ich merke schon, das ist so, also ich lure da schon öfter sein. Ja. Also es ist so eine Mischung aus, die eine Hälfte schaut nicht ein, die andere Hälfte schaut schon ein. Wahrscheinlich kämen jetzt diese Fragen, wo haben diese, wie soll ich sagen, wo haben deine vergangenen Livestreams, ja, ich mag meine Zuschauerschaft, die breite Zuschauerschaft, nicht euch jetzt. Ihr habt bloß 100 von 13.000. Mag ich nicht mit einem 2-Stunden-Video in der Abo-Box auf den Sack gehen. Mit dem, was wir mir da labern. Das, was wir mir da machen, was ich da mache, was ihr schreibt, was ich und so weiter und so fort. Warum haben wir mir da überhaupt da keinen Dingsbums herin? Ist ja wurscht. Das funktioniert ja nur live. Ja, das funktioniert ja nur, wenn ihr auf eurem Handy, vor eurem PC, vor eurem Tablet, vor eurem Laptop oder was auch immer sitzt und dann schmeißt mir ein wenig am Blödsinn. Ihr könnt mir sämtliche Scheiße fragen, außer bitte nicht zum 480. Mal, was für Bier, das ich kenne und ob ich es nicht kenne und ob ich es mag oder schon. Das ist was, da muss ich sagen, im Grunde sollte man jetzt Bier mengen, außer das Ettinger. Und so weiter. Aber um diese Frage jetzt zu beantworten, weil die kommt jedes verfickte Mal. Die Videos, wenn ich mit dem Livestream aufhöre, die Hand nicht weg. Ihr könnt es bloß in der Suche nicht finden. Ihr geht's dazu, und jetzt schalte ich nochmal kurz um, in meinen YouTube-Kanal, scrollt da so nach unten, dann kommt erst einmal alles, was ich bisher so gemacht habe, bla, der Stammtischschmicker und Blätschmerz und was weiß ich. Und die vorletzte Zeile da, ich hoffe, dass man das irgendwie sehen kann, ich mache mal größer. So, was ist denn das, der größte Augenkrebs? So, und die vorletzte Zeile da, diese 5 Videos, also es sind natürlich auch nicht alle, da kann man dann rechts da so durchklicken, sind alle vergangenen Livestreams. Da haben mit Sicherheit auch noch von der ganz anderen, da kann man eigentlich einmal schnell hinschauen. Da kann man, mach mal ein React-Video. Das ist, schauen wir mal, was wir da so da haben. Der erste Livestream ist zum Beispiel vom
Das ist auch nicht der erste, zumindest der erste auf YouTube. Birger zockt Stream vom 12.07.2016. Das ist quasi knapp 1,5 Jahre her. Schauen wir mal, wie das ausschaut. Oh, da sitzt er im Chelsea-Dress. Was tut er da? Warte, ich mache mal meine Kamera aus. Was soll das? Möchte den der Scheißdreck von mir? So, ich möchte mich aber nicht selber hören, sonst kriege ich nämlich leider Gottes einen verkackten Vogel. Alles klar. Was sehr interessant ist, da habe ich noch keinen Brüncode. Schau es wie Und auf diese Frau musste sterben. Heidi Vogel. Was rede ich denn? Warum? Warum? So wie viele Aufwertungen. Ja, das ist scheiße, die mag keiner sehen, außer es interessiert irgendjemand, dann kann er sich das gerne anschauen. Nämlich, ihr geht da einfach unter mein Kanal, ihr geht natürlich nicht unter mein Kanal, das ergibt keinen Sinn, ihr geht in meinen Kanal rein, scrollt nach unten und falls ihr die vergangenen Livestreams sehen wollt, dann sind die immer da. Der von letzte Woche, vorletzter Woche und so weiter und so weiter und so weiter. So, dann hätten wir dieses Thema auch geklärt. Ich mache jetzt die Kacke da wieder aus und dann schauen wir weiter. Der Herres ist da, habe die Ehre. Der Barbie-Stream. Legendbräu geht auch nicht. Ich weiß nicht, was ein Legendbräu ist, aber okay. Bist du Bayern-Fan oder 60er-Fan? Ich bin eigentlich kein hartgesottener Fußballfan im Allgemeinen, aber wenn, dann ist Bayern blau-weiß und nicht rot-blau. So, der Plötzlich hat da ein Haargummi runtergeschmissen, das mag er. Du kannst einen Reaktionsstream machen. Zuschauer schicken dir Videos und du schaust das an und kommentierst das. Das Paul, ist eigentlich gar keine so verkehrte Idee. Ich glaube, sowas haben wir doch schon einmal so halbscheirig gemacht. Was wir heute auch mal wieder machen könnten ist, schauen wir mal, wie viele Leute das wir zusammenkriegen. Wir haben halt so im Schnitt bei 100. Das passt schon, da lässt sich schon was anfangen damit. Jo. Ich weiß nicht, wie man das, eine Bürgerbomb. Viele waren da mit Sicherheit einmal da. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Das erkläre ich jetzt gleich einmal schnell, wie wir das nachher machen. Schauen wir mal, wie viele Leute das wir noch werden. Das ist natürlich lustiger, umso mehr Leute das werden. Leider Gottes ist Streambomben nichts mehr so besonders, außer man erwischt den richtigen Streamer. Und dann läuft es folgendermaßen. Ich suche mir irgendeinen Streamer auf Twitch, der nicht viele Zuschauer hat. Aber schon und am besten auch noch nicht lange dabei ist. Das heißt, der hat einen Zuschauer oder so oder zwei. Und ich link euch das dann in den Chat rein und dann weiß ich, es ist umso geiler, umso mehr Leute das mitmachen. Dann klickt ihr auf den Link drauf und wir bomben quasi seinen Stream. Und auf einmal hat dieser Typ, der oder Tussi, ist ja wurscht, der gewohnt ist, bloß 2, 3 Zuschauer zu haben, dann auf einmal 50, 60, 70. Und die meisten kennen sich halt dann nicht aus. Und die Reaktionen von denen haben dann sehr lustig zum Schauen. Julia Qualt, hab leider kein Twitch. Das ist aber nicht tragisch, du kannst einfach, sitzt du am Handy oder sitzt du am PC. Wobei das auch wurscht ist, du brauchst bloß auf den Link drauf drücken und dann gehst du halt per Browser auf die Twitch-Seiten von dem und fertig. Es geht hauptsächlich bloß um Views. Und was wir dann auch noch machen, ist, dass wir halt seinen Chat zukacken. Ja? Alle, die da sind und alle, die das damit umschwappt, das war saulustig, da gehen wir mir rein und schreiben wir halt dann, keine Ahnung, Hashtag Biergersquad, Hashtag Vollbiersquad oder was weiß ich was. Und ich möchte lauter lila Herzl. Den ganzen Chat zuscheißen mit lila Herzl und dann auf die Reaktionen von demjenigen warten. Und wegen einem Reaktionsstream, was spricht dagegen? Eigentlich nix. Da wollte ich vorher schon sagen, ja, der Barbie-Stream schreibt einen sogenannten Raid. Richtig. Ich nenn's Bomb, ich nenn's Stream Bomb. Die anderen nennen das Stream Raid oder wie auch immer. So. Ich hab immer noch keine anständige, jetzt um auf die Frage vom Das Paul einzugehen. Ich finde das auch eine sehr lustige Idee. Das haben wir auch schon einmal so halbscheirig gemacht. Ihr schickt mir Videos, die mich zum Lachen bringen sollen. Und ich sag, dass ich nicht ein einziges Mal lachen muss. Weil ich entweder alles schon kenne oder es nicht lustig finde.
Oder mich anstrengen muss, dass ich nicht lache. Außer es ist einmal was dabei, was mich zum Lachen bringt. Es darf halt dann bloß die Leute nicht traurig sein, wenn ich sage, das Video war weder lustig noch irgendwas. Und da bin ich bin sehr internetgeschädigt. Ich habe wirklich jeden Scheißdreck in meinem Leben, glaube ich, gesehen bisher. Also wirklich jeden. Was halte ich vom Drachenlord? Ja, das weiß ich auch nicht so. Ich weiß nicht so recht, ob er mir leid tun soll oder ob er verarscht gehört oder nicht. Im Prinzip freut es mich für ihn, der hat es mit Sicherheit nicht leicht, der Typ, dass er die Aufmerksamkeit über YouTube genießt, auch wenn es Trollerei ist, aber er genießt sie. Das, glaube ich, ist so. Er verdient ein wenig Kohle damit und dann passt es schon. Wir haben auch schon mal versucht, einen Gronk zu bomben. Da haben wir mit 200 Leuten rein, das war vor, weiß ich nicht, vor 3-4 Monaten oder so. Und das hat halt überhaupt nicht angekriegt. Da funktioniert das aber halt auch nicht. Bei Varian Hillbilly Customs hast du ja einmal angeschaut, das 3. Video, da lachst du 100%. Da bin ich gespannt. Das Schlimme ist, ich habe noch keine schöne Art und Weise gefunden, wie es ihr mir die Videos schicker könnt. Ohne dass ihr meine Facebook-Seiten voll kackt oder mich privat zukackt mit Nachrichten oder sonst irgendwas. Herr Schweigi, sagen wir mal kurz vorbeigeschaut bei dir, bin total krank mit Männergrippe. Männergrippe, ganz schlimm, grüß nach Österreich, gute Besserung, hau dich sofort ins Bett und sau vor warme Halbe. Ja. Der Lorito der Burrito, spielst du mal Friday the 13th im Stream? Ist glaube ich nicht, weil ich wollte es mir eigentlich kaufen, weil ich das Spielprinzip ganz geil finde. Und wie heißt das andere, das so ähnlich ist? Daylight? Das ist Daylight? Ich weiß nicht, auf alle Fälle dasselbe Prinzip. Und Freitag der 13. hat so schlecht ausgeschaut, dass ich es mir einmal nicht gekauft habe. Der Fail-Gamer hat eine interessante Frage. Wie fandest du Chemie in der Schule? Das kann ich dir sehr genau sagen, wegen Chemie bin ich sitzen geblieben. Wegen Chemie, Physik und Erdkunde. Welcher Vollmongo bleibt wegen Erdkunde sitzen? Nicht Erdkunde, sondern Rechnungswesen. Rechnungswesen, Physik und Chemie waren meine, in der 9. Klasse habe ich dann mal eine Ehrenrunde eingehauen. Hat aber nicht geschaut. Die hat überhaupt nicht geschaut. Überhaupt nicht. Irgendjemand hat gerade einen Twitch-Follow da lassen. Ich glaube, irgendwas mit Gamer 95G. Merci dir. Ja, genau. Was? Dead by Daylight meinst du, oder? Dead by Daylight, so heißt's. Dead by Daylight, glaube ich, gell? Ja, das glaube ich, habe ich 17 Minuten gespielt. Weil sie es von meinen Kumpel Kurs auch gekauft hat. Jetzt liegt es irgendwo in meiner Steam-Bibliothek drin und gammelt da vor sich hin. Der Angie fragt, wann spielst du wieder Layers of 4? Layers of 4, ich weiß nicht, die meisten werden das Video wahrscheinlich kennen, mit der Freundin, mit der Bürgerin. Ich habe immer wieder mal ohne da, aber irgendwie kriege ich es nicht so hundertprozentig dazu, dass es mal wieder mitspielt. Ich arbeite dran. Ich möchte halt das gern weiterführen, dass ich das mit der Bürgerin spiele, das war ganz lustig. Ansonsten kommt es vielleicht einmal, wenn ich es allein spiele. Vielleicht machen wir das auch einmal in einem Livestream, in einem Late-Night-Livestream oder irgend sowas. Schauen wir mal. Je nachdem, wie ich lustig bin. Was ich in der Steam-Bibliothek alles drin habe. Die Liste ist lang und gespielt davon ist fast nichts. Das ist schlimm. Clash Royale spiele ich übrigens nicht. Mache ich da extra Facebook-Seiten für die Videos. Ja, ich habe extra Facebook-Seiten. Falls das ist wieder das nächste. Das wissen halt die meisten nicht. Ich mache halt auch nicht 24/7 Werbung für die ganze Scheiße. Es gibt mittlerweile auch Merchandise. Vielleicht haben Leute da, die das interessiert. Ich blende das jetzt einfach einmal ein. Ich werde nicht mit Gewalt mehr Werbung dafür machen. Merchandise-Sachen gibt es auf biergerwehr.de. So, das war's. Ich blende das da herunten, wo ist denn? Da blende ich das einmal ein. Wenn das interessiert, der kann da drauf schauen. Viel gibt es da noch nicht. Fertig. Was aber vielleicht tatsächlich ganz interessant sein kann, ist, ich habe natürlich eine eigene Facebook-Seiten. Die findet ihr. Ich hau euch jetzt da einfach einmal einen Link ein. Wenn das interessiert, der kann draufdrücken, lasst ein Like da, sage ich merci und habe die Ehre. Magst du SpongeBoss und die Lochis? SpongeBoss und SpongeBoss kenne ich natürlich. Die Lochis kenne ich nicht. Deswegen kann ich das so nicht beurteilen. Was ganz geil ist, ich habe heute das neue Trailer-Park-Lied gehört und es ist Weltklasse. Ich liebe diesen Alligator. Er ist wirklich der König der hängenbleibenden Hooks und der geilen Texte. Das ist wirklich stark. Das ist wirklich ganz, 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 ganz stark.
Der Schreuner fragt, ebenfalls eine interessante Frage. Wie ist mein Profilbeutel entstanden? Das kann ich dir ebenfalls ziemlich gut sagen. Und zwar habe ich habe mal Musik gemacht, mache eigentlich immer noch Musik, ich mache eigentlich Musik, seitdem ich gerade ausgehen kann und so weiter und so fort. Habe das dann irgendwann einmal ein bisschen ernsthafter versucht zu machen, habe dann ein Rap-Lied gecovert, beziehungsweise umgeschrieben und neu modelliert, das heißt Backen. So, Bürger, Backen. Das linke ich euch jetzt auch mal rein, das könnt ihr euch anschauen, wer das noch nicht kennt. Das ist übrigens was in meinem YouTube-Kanal, findet ihr die ganze Musik ganz unten. Natalie, wenn du jetzt noch 40 Mal fragst, wie alt ich bin, werde ich es weiterhin ignorieren und ansonsten sage ich immer irgendwas zwischen 7 und 42. So. Bürger Backen Video. Mein Profilbattle ist dann entstanden, wer das Video anschaut, vielleicht der eine oder andere schon kennt. Das schaut so comichaft aus und baut sich so auf und so weiter. Und da habe ich Beutel dafür gemacht und aus dieser Bildersession stammt mein Profilbild. Hör bitte mal von Salat schrumpft der Bizeps an von Kollega. Kenne ich natürlich. Arbeitswag. Bürger, wichtige Frage. Smoker oder neue Grafikkarte? Oh. In meinem Fall ist dieses Jahr noch der Smoker. Wobei dieses Jahr sowieso nicht mehr, sondern nächstes Jahr im Sommer bekomme ich wahrscheinlich auch nicht dazu, dass ich mir endlich den Weber kaufe, den ich gern haben wollen würde. Weil er halt nun mal einfach 800 Euro kostet, aber das hilft nicht. Und nächstes Jahr brauche ich noch keine Grafikkarten. Ich hoffe immer noch, dass ich das genau so aussitzen kann. Die nächsten 2 Generationen, die nächste Generation nochmal überspringen kann. Also 1180er dann quasi. Und bei der 1280er nochmal zugreifen kann. Und dann gleichzeitig Star Citizen rauskommt und diese VR-Brühen etwas erschwinglicher und besser sind. Ihr schätzen, dass du etwa 29 bist. Wenn das falsch ist, dann sei seiner den Base. Ich bin da natürlich nicht Base. 29 ist tatsächlich gar nicht so weit weg. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich irgendwas über mein Alter verrate und mehr verrate ich nicht. So. SpongeBoss versus Kollega, wer ist besser? Kollega mit ganz furchtbar weitem Abstand. Ganz furchtbar weit. Soll nicht heißen, dass das SpongeBoss schlecht ist, aber der Kollege spielt in einer völlig eigenen Klasse. Das ist so wie das Lied vom Eminem, Rap God. Das ist so, keine Ahnung, der hat die Messlatten, der legt die Messlatte einfach, was Deutschrap betrifft, so dermaßen hoch. Natürlich, das heißt nicht, dass ich einen Kollegen mag, ja, aber ich glaube, dass ich das Verständnis habe, dass ich sagen kann, ein Kollege legt die Messlatte so hoch, dass da lang nichts hinkratzt. Aber lang nicht. Vor allem auf so einem konstanten Level. Was ein SpongeBoss, den kennt man ja nur aus seinen Battles und so weiter. Und ja, das funktioniert 1, 2, 3 Mal und dann wirst du da natürlich fett und krass und so weiter, aber seine eigenen Lieder sind nicht ansatzweise so gut. Wie seine Battles, ja. Und bei einem Kollegen, das ist egal, der Mann ist der liebe Gott der Metaphern und der liebe Gott der Wortspiele. Da kenne ich nichts, was nur ansatzweise da hinkommt. So. Elias Eigner, du hast jetzt einen Haufen Feinde gemacht. Warum? Weil ich den SpongeBoss nicht mag. Also, das heißt ja nicht, dass ich ihn nicht mag. Ich finde ja gut, was er gemacht hat. Seine neuen Sachen kenne ich, um ehrlich zu sein, nicht. Was? Sie will eine halbe aufzwicken und nicht Fußball spielen. Ja, selber schuld. Jetzt, warum tust du das auch? Verstehe nicht. Gaspi Thomas fragt, kennst du Dicht und Ergreifen? Ja, mag ich aber nicht. So, wer ist dein Lieblings-Game of Thrones Charakter? Der Berg. Der Mountain. Weil es die geilste, also eine der geilsten Mund-Oberklapp-Szenen in Game of Thrones ist, wie er dem Typen einen Schelz druckt und mit den Daumen in die Augen eindruckt. Das kommt so geil, dass du sagst, wow! Suffbeidel angespielt. Hey, ist Saufen auch dein Hobby? Kann man so sagen. Vielleicht ist es aber auch eine Berufung. Wer weiß das schon. Das Video zeigt die 100% straight out der Trailer Park, die grüne Ratte, aber ich glaube, das kennst du eh schon, oder was das andere mit dem Quattro? Was für Video zeigt was für Video? Ein Joffrey Baratheon, ein Joffrey, wer zum Henker mag einen Joffrey? Du hast eine Rolle, das ist so geil, die Auszeichnung für einen Schauspieler, das ist so richtig geil.
wie soll ich denn sagen? Du hast deine schauspielerische Rolle so richtig verinnerlicht und richtig geil gemacht, wenn die Leute auf der Straße hassen für den du spielst. Dann nicht den hassen, den du spielst, sondern die hassen. Und das hat derjenige geschafft. Was ist eigentlich mit deinem Treffen deiner Follower auf dem Traktor und dabei gemütlich bürsteln? Ja, das ist alles nicht so einfach. Jetzt im Winter sogar so 150 Mal nicht so einfach. Ich stelle mir immer nur die generelle Frage, ich glaube, das sage ich ja irgendwann einmal in einem Video, bin mir nicht sicher. Ich mag vor der Kamera eine Rampensau sein, das ist richtig, aber im echten Leben drin, so hier Real-Life-Schüssel und so weiter und so fort, habe ich da eher weniger Bock drauf, weil du weißt ja nie, was für einen Vollgasnarischen das erwischt. Was hältst du davon? How to Schafkopfer? Da war ich letztes Mal schon so ehrlich, so richtig Schafkopfer kann ich nicht, deswegen kann ich da kein How-To draus machen. Außerdem finde ich, Schafkopfer, das ist natürlich die Königsklasse des bayerischen Kartenspiels, das ist mir schon klar, aber der breiten Masse, so wie, man meint ja auch nicht, man muss irgendjemandem erklären, wie man seine geschissene Weißwürst zum Machen und zum Fressen hat, habe ich aber trotzdem machen müssen, offensichtlich. Habe ich mir gedacht, ist der erste Einstieg in die Lehrstunde der Kartenspielerei als Watten und als Doppelwatten. Kann wahrscheinlich ja jeder, aber kann wahrscheinlich auch nicht jeder. Bin ich mir ziemlich sicher. Elias Eigner fragt, ob ich in einer Landjugend war. Nein! Bei uns, ich sage jetzt einmal, die Landjugenden, die waren alle so, also wir haben ja auch keine Stadt nicht. Ich mag unsere Stadt, wo ich wohne, mag ich nicht Stadt nennen. Aber Dorf dann auch nicht mehr. Und so Landjugenden, die haben ja doch halb sehr ländlich, also sehr, sehr ländlich. Und da waren wir mir nie so involviert nach da draußen. Deswegen hat es bei uns sowas nicht gegeben. Doppelwarten ist 2 gegen 2 halt warten. How to Dialekt. Ja, über das Ding auch schon noch. Da hat mir in der letzten Zeit auch jemand über Facebook einen ziemlich langen Text geschrieben, der mir da noch mal tatsächlich ein bisschen geholfen hat. Das ist so das How to Borisch. Ja, How to Borisch. Wie man, keine Ahnung, du bist in der Arbeit und du ich weiß halt nicht, wie das außerhalb von Bayern läuft. Ja, du sahnst der Lob vom Chef ab. Der Chef kommt rein und sagt so, Herr Lex, servus, schönen guten Tag, bla bla bla, das haben Sie gut gemacht und jetzt bitte deren Sie das und machen Sie so weiter und dann bekommen Sie mehr Geld. Weißt du, wenn man da dazu in Bayern sagt? Passt schon. Aus, fertig, Amen. Ja, 4er Watt, Doppelwatt. Ich glaube, dass bei uns auch die meisten 4er Watt sagen. Bloß ich glaube, mein letzter 4er Watt ist 10 Jahre her, wenn du mich fragst. Deswegen habe ich den Begriff oder den Wortlaut, die gemeine Gossensprache, nicht so auf der Zunge gehabt, wie ich das gern gehabt hätte. How to Wirtshaus steht auch schon auf der Liste. Das Problem an diesen ganzen 100.000 Vorschlägen von How to this, How to this, How to this, How to this, ist sowieso, wir sollten zum Beispiel How to Speien. Ja, ich kann schon einen Witz über Speien bringen und ein bisschen was verzeihen drüber, aber 3,5 Minuten Video draus machen, das wird halt schwierig. Ja. Das wird halt einfach schwierig. Wie groß ist mein Dorf? Mein Dorf hat, glaube ich, 13.000 Einwohner. Ich weiß nicht. Es ist ja eine Stadt im Prinzip. Bergstadt. Hässliche Bergstadt. So, was ich jetzt übrigens wieder weg tue, falls irgendjemand interessiert, der Merchandise-Scheiß, bla bla bla, und der Biergewehr.de, bla bla bla, der haben wir es weg. So. So, einen Schluck trinken, weil ich schon wieder so laut rede. Das ganz aus ist. So, mal hören wir das Headset aber. Dann höre ich mich vielleicht auch selber und muss nicht so umeinander schreien. How to Speien hast du doch eh schon bei How to Radler gemacht. Richtig. Im Prinzip richtig. Und wie lang war der Witz? 17 Sekunden lang. Und das war's auch schon wieder. Der Lukas Kessler schreibt: Servus, grüß dich. Ich habe die Ehre, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag vom
Was? Rauffangkirre. Was? Rauffangkirre. Ich kann es nicht lesen. Das hat aber die bayerische Umgangssprache hat in der Schriftform alle sei. Herr das, Paul, wenn du jetzt das 15. Mal nochmal denselben Scheiß post, dann muss ich die für eine Stunde blocken. Danke. Servus, grüßt euch, aber ich wünsche euch einen schönen Tag. Vom Rauffangkirre. Ich weiß nicht, der Kaminkirre. Hab ich mir schon gedacht. Ich hab's mir schon gedacht, aber ich hab's nicht so richtig identifizieren können. Weißt du? Wie findest du einen menschlichen Tausendfüßler? Ein Human Centipede. Ich finde aber die Gehirne da dahinter, die sich die Scheiße ausdingen lassen, finde ich lustig. Also die finde ich halt, wer kommt denn auf sowas? Wir wasen mal wieder mit einer Bürgerbombe. Das vielleicht habe ich heute Bock, dass wir später eine machen. Schauen wir mal, das sehen wir schon. Sag nichts gegen Landau, weil der Furtner hat unser Feuerwehrauto ausgestattet. Ich wohne da. Was soll ich machen? Ich sage nichts. Hau da anbandeln und dem am nächsten Tag erklären, dass es nicht ernst gemeint war, weil man hackedicht war. Das beinhaltet How to O-Bandeln. Frau Gewalt, How to O-Bandeln steht ebenfalls schon sehr lange auf der Liste, aber momentan, und das hört jetzt auch noch der harte Kern, und es wird sich nichts daran ändern, an meiner Grundphilosophie, und da kommen 33.000 Abonnenten sein, das ist mir völlig wurscht. Ich mache nur Videos, wenn ich Bock drauf habe. Und momentan muss ich ganz ehrlich sagen, nach dem 12. How-To habe ich jetzt einfach gerade keinen Bock, nicht ständig dieselbe Scheiße zu machen. Darum habe ich einen Massmo eingeführt. Und auf den, ich habe gestern und vorgestern, habe ich wirklich so viel gezeichnet und so viel animiert und so viel Scheiß und Klump. Da ist immer Ding, ich habe also ein bisschen ein Intro gemacht und mit Rückschau zu letzten Dings und so weiter. Viel ist noch nicht gerendert, das ist schon viel gemacht. Ich habe mich ein bisschen damit befasst, wie man Münder zeichnet zu Buchstaben und so, versucht das ein bisschen besser zu animieren und so weiter und so weiter und so weiter. Und da steckt wirklich so viel verfickt viel Arbeit drin, dass schon fast pervers ist. Also dass eigentlich überhaupt nicht in Relation steht. Natürlich sind 8000, nicht 8000, wie viel sind es, muss ich jetzt mal schauen. Ich glaube, dass sie sich 7.500 Leute geschaut haben. Das ist natürlich ein Haufen, nicht falsch verstehe, aber das steht überhaupt nicht mehr in Relation zu, das Video dauert, wie lange dauert es denn überhaupt? Ich weiß es nicht, muss ich mir schon herzagen, ja, muss ich selber mal schauen. Der erste Massmo, der war ja im Prinzip noch gar nicht fertig. 2 Minuten 6 Sekunden, ja. Dann sitze ich da und dann schauen das aber trotzdem 7.500 Leute an und so viel Arbeit wie aber drin steckt, vor allem jetzt dann in Folge 2. Sollten das eigentlich 700.000 Leute schauen, dass sich das irgendwie rentiert. Also da steckt wirklich Stunden Arbeit drin. Weil der Sebastian, wie er sich ja nennt, der Sebastian, wie viel Arbeit ist bei dir eigentlich das Animieren? Ja, das ist so eine Mischung aus South Park, Legetechnik und Ding. Das Animieren selber ist eigentlich gar nicht so der Aufwand. Das Schwierige oder der Fake-Aufwand ist, die ganzen einzelnen Sachen das erste Mal zum Zeichnen. Sprich, wenn der Massimo da steht und sein Mund redet, dann muss ich die ganzen verschiedenen Münderarme zeichnen. Seine Augen bewegt, die ganzen verschiedenen Augen zeichnen. Wenn ich das aber einmal habe, dann ist es nicht mehr so schlimm. Und ja. Der Manuel Karl Astecker fragt, kannst du nochmal das Bürgershop-Zeichen einschneiden? Warum? Ich kann auch so machen. www.bürgerware.de. So. Ja, also und wenn man auch ganz ehrlich ist, den ersten Teil vom Massimo, den habe ich einfach ausgeschissen, weil ich, so ehrlich muss ich auch sein, ja, ich habe so ein bisschen, ich wollte wissen, ob das ankommt, ja, da steckt so viel Arbeit drin und ich tue und ich habe einfach nicht gewusst, die meisten Leute abonnieren mich ja wegen die How-Tos und dann kommt da vor mir so eine ultra schlecht gemachte Zeichentrick-Scheiße. Ich weiß nicht. Ich habe mir dann gedacht, wenn es Leute zum Lachen bringt, ist das scheißegal. Im Prinzip. Und ich wollte das schon immer machen. Und jetzt habe ich endlich ein Publikum, das sich das anschaut. Und es ist wirklich, ja, es ist wie alles andere fast auch, wie soll ich sagen, saugut angekommen. Es haben sich 7.500 Leute angeschaut. Es hat Herr Lachermeier, merci für die Abo, haben 7.800 Leute angeschaut auf 2 Tage. Hat 733 Daumen nach oben, 16 nach unten und 150 Kommentare. Es passt auf alle Fälle, ja. Es ist
so ehrlich muss ich auch sein, ja, so ehrlich bin ich halt einfach, weil es mir halt einfach auch wurscht ist. Der erste Teil ist an und für sich so noch nicht lustig. Ja, da ist noch nicht recht viel Humor drin. Außer was mich sehr amüsiert hat beim Moher, ist, wie sein Massimo in 1000 Stückel zleckt, wie er dann seinen Geist außerschorst und dann ist er im Himmel. Da habe ich selber lachen müssen, ja. Aber es ist halt einfach nur ein bisschen behäbig und spärlich animiert, aber es ist schweineviel Arbeit. Und es hätte noch einen Einser vorn verdient. Es hätte 17.000 Aufrufe verdient. Und dass es sich genauso verbreitet wie Tautus. Aber Tautus ist einfach was anderes. Das ist was, keine Ahnung, da schauen sie ja, das ist sowieso völliger Irrsinn. Das How to Dirndl, damit erreiche ich mein Mini-Facebook-Account über 350.000 Leute und über eine Viertelmillion Views auf ein Dings. Da wenn ich sage, diese Views, die hätte ich gerne in YouTube. Warum habe ich die in YouTube nicht? Ich verstehe es nicht. Ich mag eigentlich in Facebook gar nicht recht viel machen, aber ich muss offensichtlich. Und das ist ein bisschen, naja. Deswegen darf ich mir die Views halt gerne in meinem YouTube-Kanal wünschen, weil umso größer war er halt einfach. Und die Hauptsache mache ich natürlich in YouTube. Aber ich weiß nicht, die Facebook-Leute wissen das nicht. In Facebook ist ja auch eine Generation drin vertreten. Ja? Die interessiert sich nicht für YouTube. Das sind die Leute, die sagen so, oh, wir können die ganzen Leute diesen Typen da so feiern, ich verstehe es nicht. Abgesehen davon, ich bin auch so alt, dass ich derselbe bin, wo ich mir sage, wieso feiern mich so viele Leute? Ich verstehe es nicht. Ich tue eigentlich nichts Besonderes, ich sitze bloß her und verbreite meinen Blödsinn, der für mich ganz normal ist. Ich verstehe nicht. So. Der Burnout B-Turbo. Burnout B-Turbo fragt, wann kommt der Bogfutzen bei sich? So, wir haben ja nur noch 66 Leute. Das ist der harte Fokuskern. Deswegen gibt es heute eine kleine Sneak Preview von dem Intro, das ich gemacht habe. Jetzt muss ich bloß da hergehen, damit es nicht umeinander ruckelt. Nein, stopp. Stopp. So. Da die Frage kommt, wann kommt der Bogfutzen bei sich? Sage ich euch jetzt einmal schnell das Intro, soweit es gerendert ist. Ich bin in meinem Programm schon viel weiter. Viel weiter tatsächlich und ich habe auch schon viel mehr erzeichnet, wie es weitergeht an Scheiß und Klump. Ich gebe mir auch für die nächste Folge viel mehr Mühe. Da habe ich vorher kurz einmal angefangen, so ich habe mich damit befasst, wie sie Münder bewegen und so weiter und habe versucht, das besser zu animieren, dass sie die Menschen ein bisschen mehr bewegen, die Hintergründe besser ausschauen und. Und das habe ich mit dem Bogfutzen Bazi probiert. Ihr kennt das mit Sicherheit aus Game of Thrones, The Walking Dead, aus normalen Serien, wenn es am Anfang heißt, Previously on The Walking Dead. Wenn es heißt so, in der letzten Folge bla bla bla. Und so habe ich mir das Ding mit dem Intro. Da kommt der Bogfutzen Bazi und macht halt Folgendes. Achtung, ich halte jetzt einmal schnell mein Goschen, mache mein Mikrofon da auch einmal. Mach mein Mikrofon einmal schnell aus, bin gleich wieder da und lass das zweimal durchlaufen. Es hat nämlich bloß 15 Sekunden. Der Rest, den zeige ich jetzt natürlich nicht her, weil das ist ja ein Schmarrn. So, bis gleich. Was bisher passiert ist. Jetzt langt's dann, gell? Ja, aber bloß Sperrstunde. Bin ich schon fort. Alter. Servus, Mann. Ihr möcht's wieder alle verarschen, oder? Was bisher passiert ist. Jetzt langt's dann, gell? Ja, aber bloß Sperrstunde. Bin ich schon fort. Bisher Haha, war gar kein Ton. Oh Gott, Birger, du sollst einmal einen Schluck Bärwurz einlenken. So. So, wer sich jetzt natürlich die Frage stellt, warum steht da ein Bärwurz neben seinem Schreibtisch, der sollte über was anderes nachdenken. Danke. So. Jetzt müssen wir doch das Mikrofon wieder gehen, oder? Hallo? Hallo! Was mache ich hier? Was soll ich machen? Was soll ich machen? So, was natürlich ganz, ganz furchtbar wichtig ist. Ihr wisst ja noch gar nicht, wer ist der Bogfutzen Bazi, was sind die Besonderheiten seines Charakters, lalelu.
Und das Einzige, was ich sagen kann, ist, das ist so ein richtig geiles Ventil für meinen Idiotenhumor. Ja? Und ich habe auch mit einem Kumpel schon geschmatzt, der mir da vielleicht ein bisschen hilft, mit die Geschichte dann ausführen und so weiter und so fort. Und das ab jetzt beim Saufen jedes Mal Stift und Block daneben steht. Ja, also ich gebe mir für Folge 2 auf alle Fälle ein bisschen mehr Mühe. Ich hoffe, dass das gesehen wird, dass die Animationen besser werden. Ich hoffe, dass ich das hinkriege. Und ansonsten langt's schon, ja? Hallo, ich bin ein Loher, ich mache das ein Loher. Alle anderen super guten, tollen, brutal animierten Sachen, da sitzen mehrere Leute, nicht bloß einer. Und ich mache das alles allein, ich zeichne das allein, ich sprich das allein ein, ich nehme das allein auf, ich schreibe das vorher allein. Fertig, ja. Also, und deswegen. Aber es kommt ja eh gut an. Ja, ich freue mich drüber. Und das war so ein kleiner Motivationsschub, dass ich da endlich jetzt einmal vorwärts komme. Und ein bisschen weg ignoriere, wie viel Arbeit das im Vorfeld ist. Und ja, ich hoffe, dass das was wird. Und seien wir uns ganz ehrlich, ja, in der ersten Folge von Massimo merkt man, dass ich an einigen Stellen keinen Bock mehr gehabt habe. Manche Sachen sind so schlecht. Ihr seht es halt wahrscheinlich auch anders, das ist mir schon klar, wie derjenige, der es macht. Im Nachhinein denke ich mir dann halt so, warum hast du jetzt das aufgeladen, du bist noch nicht fertig, das wolltest du noch machen, das und diese Maschine ausschauen sollen und da und da und da und da. Und dann denke ich mir wieder, ja, drauf geschissen. Und dann kommt halt euer Feedback und ihr feiert es eigentlich durchweg alle. Und dann habe ich einen motivierten Moment und dann mache ich halt auch weiter. So einfach ist es, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hey, du sagst die ganze Zeit, dass das voll schlecht animiert ist. Ist aber voll gut dafür, dass das für alle kostenlos zugänglich ist und vergleich's mal mit Star Space oder sogar South Park ist doch eh so gut. Gut, die alten, wenn wir es mit South Park vergleichen, dann vergleichen wir es aber mit der ersten Staffel. Ja. Die haben das auch noch nicht mit Computer gemacht. Das war 1996 oder 97, da hat man sowas noch nicht gemacht, keine Ahnung. Mei, ich tue, was ich kann. Das Einzige, wo ich mir selber auf die Schulter klopfe, ist, auch wenn es natürlich, der Zeichenstil ist natürlich ein bisschen inspiriert von etwas, nämlich von Rick and Morty ein bisschen, ist eh klar. Und ansonsten meine eigenen Einflüsse, wie ich das einfach zeichnen darf, fertig aus, Amen. Beklopfe mir selber ein bisschen auf die Schulter, dass diese Zeichnungen von den Charaktere und so weiter unerwartet gut ausschauen. Ich habe nicht gemeint, ich habe diese Idee von Massimo und Bogwotzenbazi, habe ich schon seit einem halben Jahr, glaube ich, im Schädel, sehr konkret im Schädel, aber nie angefangen zum Zeichnen, weil ich mir immer ein iPad habe, ich brauche so ein Zeichending. Und ja, das habe ich nie gekriegt, weil die Teile halt 700 € kosten und wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Ja. Das Animation vom Anfang schaut aus wie bei Morty. Markus 2712, das ist korrekt. Da kläre ich aber auch gern die Leute auf. Das können wir ja nochmal herzogen. Moment, da muss ich auf Pause Was bisher passiert ist. So, ich schalte jetzt nochmal um. Test und so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du seinen Mund ansprichst. Weil nämlich Augen, Kopf, Haar und der allgemeine Zeichenstil, der ist schon von Rick and Morty ein bisschen weg. Ist adaptiert, aber vor allem dieser Mund ist sehr auffällig für Rick and Morty. So. Das Wichtige zum Wissen ist aber, dieser Mund stammt nicht von Rick und Morty. Der stammt von Ren and Stimpy. Bloß weiß ich nicht, ob ihr Ren and Stimpy noch kennt. Wenn ihr natürlich relativ jung habt, dann kennt ihr Ren and Stimpy nicht. Aber diesen Mund hat es halt damals schon gegeben. So. Ja. Wo waren wir? Haben's dir auch schon mal beim Bratzeln einen Zentimeter Haut rausgerissen? Ja. Wir haben das bloß nicht Bratzeln genannt damals, sondern Foltern. Ich kann dir stundenlang bloß zuhören, also mach mit deiner Scheiße einfach weiter, daher muss so geil. Frau Gewalt, das freut mich natürlich narrisch. Ich hoffe, euren Humor, irgendwie habe ich sowieso immer das Gefühl, so, meinen Humor teilen nicht viel, außer natürlich mein Freundeskreis. Und je älter das man wird, desto geringer, aber enger wird ein Freundeskreis, teilen diesen Humor, der auch mal saudreckig sein kann und saufies sein kann und sehr schwarz sein kann. Den lasse ich in meine Videos oft nicht so außer, weil ich mir nicht so hundertprozentig sicher bin, ob das so ankommt, wie immer das Ding. Und jetzt rauchen wir erstmal nicht. So schaut es nämlich aus. Da Auma Sepp schreibt Servus. Servus Auma Sepp. Ich muss jetzt da mal wieder erst einmal wieder da hergehen und so machen, damit da ein Licht da ist und damit ich da nicht so finster da sitze. Ansonsten muss ich sagen, juckt es mich tatsächlich jetzt vom lauten Schmatzen und so weiter, juckt es mich schon wieder in die Finger nach Massimo weiterzumachen.
das Paul fragt gerade die richtige Frage. Wie lang denkst du, streamst du noch? Ich weiß nicht, um ehrlich zu sein. Ich habe jetzt, um ehrlich zu sein, auch nicht mehr recht viel zu erzählen. Für den Moment. Habe jetzt auch ehrlich gesagt keinen Bock auf die Stream-Bomberei. Da haben wir jetzt auch ein total Zwing Leute. Haben wir bloß noch, nicht falsch verstehen, 50. Das müssen wir nächstes Mal gleich ankündigen. Schauen wir mal, vielleicht kann ich das nächste Mal auch irgendwas vorbereiten, was wir machen. Vielleicht zeichnet man mal miteinander ein Massimo. Wer weiß das schon. Das Kreislige ist allerdings, da bin ich aber so ein bisschen zwiegespalten. Ich mag euch natürlich nicht spoilern. Also ich mag euch das nicht vorher zeigen, was dann in der Massimo-Folge kommt. Das ist halt so, ich weiß nicht. Wobei, ich weiß nicht, interessiert das jemanden zum Sehen, wie ich das zeichne und mache? Das interessiert mich jetzt. Das ist halt aber auch scheiße langweilig zum Zuschauen. Und mir lenkt es halt massiv ab, weil ich die ganze Zeit schmatzen muss, weil sonst schlaft sie alle ein. Was? Bitte erklär die Preisen unter uns einmal, was Bratzeln ist. Ich weiß nicht, ob wir mir unter Bratzeln und Foltern dasselbe verstehen. Uff, ich glaube, ich kann es schon gar nicht mehr so hundertprozentig, so wie ich das noch weiß. Das ist nichts anderes wie Lieren. Kennt ihr aber Lieren? Und dann werden irgendwelche Karten, die noch übrig sind, zählt und je nach Farbe der Karten gibt es entweder Streichen, draufhauen, Zwicker oder das Allerkreisligste, das scheiß Radl. Da legst du dein Hand flach am Boden hin, so, also flach am Tisch hin und dann der Vater mit den Knie halt da so über die Finger runter. Das tut beim ersten Mal noch nicht weh, aber beim 30. Mal schreist du und zahnst du wie ein kleines Schuldirndl. So. Der Matthias Mösenlechner schreibt Islam. Ich verstehe nicht. You say goodbye and I say hello. Also ich würde da zuschauen, wie du das zeichnest. Oh ja, das tut's auch weg. Klar kann ich Lieren. Ja genau, Lieren. Also Foltern ist quasi so eine Mischung aus Lieren und ja, und Foltern halt. Also mich das interessieren, aber ich denke mir auch, dass das blöd für die ist. Ja, keine Ahnung, ich muss schon bedenken, ich erreiche natürlich, gehen wir jetzt mal vom letzten Video aus, vom letzten Massimo-Video, vom ersten im Prinzip, das schauen Sie auf 2 Tage, 7.500 Leute da. Es sind aber im Stream keine 7.500 Leute da. Und die Leute, ihr in dem Sinn, die mir beim Zeichnen zuschauen, schauen Sie das Video ja trotzdem an. Und es muss ja jeder selber darüber im Klaren sein, wenn ihr mir dabei zuschaut, wie ich das zeichnet und die Geschichte erzählt, so ein bisschen in Bildern, dass ihr dann gespoilert werdet. Das muss ich ja wohl hoffentlich nicht sagen. Ich weiß nicht, das ist, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was? Olfahren. Ich habe mir jetzt da unsaufbare nachgebaut und hab's schon ausprobiert. Saugeile Maschine. Matze, das ist eine Sache, da möchte ich auf Facebook bitte eine Nachricht mit einem Battle. Auf meiner Facebook-Seite. War geil. Haben wir schon so viel geschickt, dass es ganz aus ist. Mich interessiert aber so, wie das die verschiedenen Leute bauen. So. Vor wann habe ich gesagt? Wahrscheinlich vor einer Viertelstunde zieht mir jetzt eine Zigarette noch. Jetzt ist es soweit. Aschenbecher stellen wir da her. So. So, ansonsten, wir weiter. Kannst du mal deine Lebensgeschichte auf Bildern zeichnen zeigen? Was ist meine Lebensgeschichte? Die ist nicht sonderlich spektakulär, muss ich sagen. Also da passiert nicht viel. Die Mom hat mich auf den Weg geschissen, ähnlich wie der Massimo seinen Geist außerscheißt. Dann bin ich erst mit Schule gegangen, war ein Arschloch. Dann bin ich gearschlocht worden. Dann war die Schule gut. Dann habe ich sehr viel Zeit vor dem PC verbracht und habe Mediengestalter gelernt und das bin ich jetzt immer noch und bin feiert, seitdem ich ein kleiner Bub bin, feiert die Leute zum Lachen zu bringen. Das ist so der Grund, warum ich immer noch in YouTube drin hänge oder damit angefangen habe. Ja. Servus Birger, sag mir, hast du einen Bulldog? Der hat mich mal interessieren. Nein, wieso soll ich einen Bulldog haben? Ich hab keinen Bauernhof oder so. Der Loli mal schreibt, hast du Overwatch? Nein. Hab ich nicht. Alexi, ich verabschiede mich für heute. Schönen Tag noch. Servus. Das, Paul, das wünsche ich ebenfalls. Habe die Ersen. Ansonsten, hat noch irgendjemand Frage?
Hat noch irgendjemand Fragen? Fragen, aber bitte nicht, kennst du das Bier oder machen wir das How-To, Dingsbums oder kannst du das How-To machen? Weißt du das? Bist du Unimog-Fan? Nö. Ich kann mit, es gibt ja viel so Schraubernarische, ja. Ich kann mit so Autoscheiß nichts anfangen, ja. Hauptsache es macht Brumm Brumm und fährt mir am nächsten Tag in die Arbeit. Das andere ist mir wurscht. Das ist mir Banana. Räum doch bitte mal die Kartons da hinten weg. Michi44, how about no? Wann hast du deine erste Zigaretten geraucht? Puh. Es gibt halt zwei verschiedene Arten von Rauchen, ja. Das erste Mal, deine Kumpels haben da Zigaretten und alles ist so, nicht, und jeder traut sich, wir verstecken uns im tiefsten Wald, bloß weil wir Zigaretten rauchen. Da glaube ich, war ich 12. Ich glaube, da war ich 12, plus minus ein Jahr, ich weiß nicht. Und richtig rauchen, seitdem ich 14, 15 bin. Also ziemlich lang schon. Meine peinlichste Geschichte. Alec, da muss ich länger drüber nachdenken, da fällt mir, ist jetzt nicht so, dass ich keine peinlichen Geschichten habe, aber da fällt mir jetzt auf Anhieb tatsächlich keine ein. Da muss ich mal drüber nachdenken. Wir mengen mit uns saufbare Doppelbauen, Double the Trouble. Kriegst dann ein Beutel auf Facebook. Ja, die nehme ich, die mag ich haben. Doppelt ist nämlich schon gebaut worden. Ich soll jetzt das eigentlich dreifach bauen. Mit so einem Revolver-Ding. Das war geil. Das war voll geil. Doppelt ist schon gebaut worden. Also Stereo unsaufbare gibt's schon. Kennst du naja Dirndl ohne Ausschnitt? Da lohnt sich's Volksfest gar nicht. Nein, die kenne ich nicht. Also ein Dirndl ohne Ausschnitt ist halt auch scheiße. Auch wenn es dann der Zicke der Ausschnitt ist, aber ist wurscht. Ich mag ja was anschauen. Das ist was soll denn das? Volksfest ist auch bekannt als Dattelhausen Veranstaltung. Der Murchei schreibt, Servus, Servus zurück. Ja, Herr Julian Eichinger, dann bauen wir es dreifach. Da machen wir jetzt eine Challenge draus unter euch alle, wer die massivste Unsaufbare bauen kann. Und derjenige, der es von einem 13-stickigen Hochhaus oberhängen lässt, der kriegt von mir Autogramm aufs Hirn. So, kennst du Eschelkamm? Nein, kenne ich nicht. Trauwoher kenne ich auch nicht. Bitte, bitte, bitte verschonst mich mit Fragen. Kennst du das kleine Dorf oder kennst du das Bier oder was ist dein Lieblingsbier? Für das habe ich ein Video gemacht, das heißt Eierne Fragen. Stammtisch Micker 1. Schaut euch das so. Kennst du es lernen? Warst du auf der Gamescom? Nein. Die Frage kommt wahrscheinlich, weil ich dieses T-Shirt da oben habe. Da steht sogar mein Name drauf. Nein, war ich nicht. Das war ein Mitbringsel von einem Kumpel. Selber war ich aber leider nicht drin. Hätte sie fix, wie war die Abschlussfahrt? Da haben wir gestern erst drüber geredet, weil ein Freund umzieht. Unsere Abschlussfahrt war in Berlin. Wir waren mal in Berlin. Die war 2003. Da haben wir gestern erst geredet, weil wir halt umgezogen sind und er hat echt ohne Scheiß, hat er so ein schwarzes Brett irgendwo umeinander liegen gehabt und haben halt draußen gestanden beim Rauchen. Ich muss jetzt mal Zigaretten wieder anzünden, weil die ausgegangen ist. Und dann schaue ich so dieses schwarze Brett an und da hat er lauter so Konzertkarten ohne Gift und so. Und dann schaue ich so und schaue so durch und sehe so Cats. Denke mir so, Cats? Was zum Teufel, Alter? Warum ist da Cats-Karten? Und schaue ich so, 10. Juli 2003. Dann schaue ich so, Alter, ist das die Cats-Karten von unserer Abschlussfahrt? Möchtest du mich verarschen? Und er hat gesagt, ja, die ist dann da wohl. Seit 2003, alles klar. Und dann haben wir festgestellt, lustige Geschichte, wir haben in dieser Abschlussfahrt so fake gesoffen. Und wir haben so fake gesoffen, dass uns irgendwann am letzten Tag bei der Abreise, irgendwann ist dann irgendjemand draufgekommen, wer, weiß ich nicht mehr, dass diese ganzen Bierflaschen, die immer da war eine Kich in dem Zimmer drin, also so eine Eckkich, die war gar nicht mal klar, in die Unterschrankel, in die Oberschrankel war alles voller Bierflaschen, dass wir keine mehr eingekriegt haben. So. Irgendwann ist dann einer draufgekommen, so, hey, heute mal, wissen die eigentlich, welche Personen da in welchem Zimmer waren? Selbstverständlich. Wenn die Bierflaschen finden, haben wir mir voll im Arsch. Was haben wir gemacht? Wir haben, glaube ich, 5 Minuten, bevor Abfahrt mit dem Bus war,
also nach Hausefahrt war, haben wir mir die Bier, war unser Nachbarzimmer 2, 3 Zimmern weiter, war schon leer, da war aber die auf. Dann haben wir hergegangen zu 5 oder zu 6 und haben wir alle Bierflaschen in die andere Küche umgedrungen und da in die unteren Oberschrank eingestellt, in der Hoffnung, dass wir keinen Anschiss nicht kriegen. Und wir haben es durchgezogen. Haben wir keinen Anschiss nicht gekriegt. Die anderen, war ein Mädchenzimmer, haben ordentlich Anschiss gekriegt. Da haben wir sauber davon gekommen. Und was ich auch noch weiß, einer von uns war so betrunken, damals war Sprayen und Taggen, war ich ein bisschen verfallen, das hat mich sehr interessiert. Und da habe ich mir in Berlin, das ist natürlich eine Hochburg der Graffiti-Szene, war ultimativ geil, ich bin bloß so den ganzen Tag durch die Stadt gegangen, was alles für geiler Scheiß da überall ist. Und weiß ich auch noch, da war so bummvoll, dass er knockert im Bett gelegen ist und ich habe mir im Mighty Weenie, glaube ich, hat er geheißen, zwei so fette, so richtig Brote, also so Brote, so Textstifte gekauft. Wo schon drauf gestanden ist, so ungefähr, das ist jeder Putzfrau aus Albtraum, weil du die Teile nie wieder von der Wand runterkriegst. Und irgendjemand hat den Stift dann genommen, nicht ich, das sage ich gleich schon dazu. Hat dann den Stift genommen, wie er noch im Bett drin liegt, holt seinen Zipfel in den Tee und der andere geht her mit dem weißen broten Lackstift von mir und lackiert quasi sein bestes Stück. Das Bettel werde ich nie wieder aus dem Kopf kriegen, wir haben ihm quasi eine Unterhosen gemalt. Und ich glaube, dass er die bis heute nicht runtergebracht hat. Die hat er auch bis heute nicht runtergebracht, wenn du mich fragst. So, genug der alten Geschichten. Haben wir noch irgendwelche Fragen, die Sinn ergeben? Herr Leo Böhm, wenn ich jetzt noch einmal gefragt werde, was für ein beschissenes Bier mein Lieblingsbier ist, dann sage ich, steig mal am Hut mit deinem Scheißdreck. So, das ist alles, was ich weiß. Ja, das sind bloß so zwei so kleine Geschichten, die ich noch in Erinnerung habe. Dann haben wir damals schon, das fällt mir auch jetzt gerade, ich habe schon ewig nicht mehr über die Abschlussfahrt nachdenken. Da hab mich ich gerade das erste Mal, ich habe viel Counter-Strike gespielt zu dieser Zeit, das uralte Counter-Strike, ja, und war da schon Internet zocken, bla bla bla, und hab da jemanden kennengelernt, der hat sich Psycho genannt. Das war der Stefan aus Berlin. Und mit ihm habe ich mich natürlich angefreundet so ein bisschen und dann hat der mitgekriegt, hey, wir fahren auf Berlin. Hey, treffen wir uns. Ja, treffen wir uns am Alexanderplatz. Ja, passt. Dann habe ich mich mit dem da getroffen. Das ist aber auch nicht die eigentliche Geschichte. Währenddessen hat ein Kumpel von uns eine Kamera dabei gehabt. Und dann haben die angefangen, einen Film zum Drehen im Hotel. Und der Film heißt, lustigerweise, ich weiß noch immer, als du letzten Sommer das Schapatzen verschüttet hast. Und er ist so schlecht. Das war halt genau die Zeit so, wo ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, in war und Scream und so weiter. Und das war halt so eine Hommage. Also der war so unterirdisch schlecht gemacht. Und da habe ich auch einen kleinen Gastauftritt drin. Ich weiß nicht, ob ich dieses Video irgendwo noch zurückkriegen kann. Das war lustig eigentlich. Also das ist wirklich, es ist so unter aller Kanone schlecht, dass du sagst, Kruzifix gibt's das. Weil ich nicht mitwirken habe können. Ich bin nämlich dann, deswegen habe ich das erzählt, ich habe mich mit dem getroffen, bin erst später dann wieder ins Hotel zurück und dann waren die schon fast fertig. Der Dark Siffler, sehr Bürgerboy, Glückwunsch von einem bayerischen YouTube-Kollegen zum erfolgreichen Start von Massmo. Das freut mich natürlich narrisch. Merci, Herr Siffler. Der Hans ist da. Die nächste Frage, was ist dein Lieblingsbier? Ich beantworte die Frage jetzt nur noch mit, ich trinke ein Bier. So. Der Wastel. Servus Bürger, servus Wastel. Weißt du was? Der Fuchs ist kein Host. Das ist korrekt. Bei mir springt er auf mit, was für auf? Auf mit Becken im Schell umeinander. Ja, das kenne ich. Was haben eigentlich deine Eltern zu deinem ersten Rausch gesagt? Nicht recht viel, interessanterweise. Ich habe gesagt, ich habe 2 Mackie-Zeug gefressen. Ist mir natürlich wahrscheinlich nicht geglaubt worden, aber gesagt worden ist auch nichts. Habe aus dem Auto ausgespült, aus dem Vorraten. Ich weiß es nicht mehr. Schon mal Graffiti irgendwo ohne gesprüht? Ja, selbstverständlich. Das darf aber keiner wissen. Gut, dass ich das im Internet sage. Wow, aber das ist mittlerweile verjährt. Deswegen ist es wurscht. Weil ich vorher einmal gefragt worden bin, was habe ich sonst dafür so Hobbys? Ich bin sehr interessiert am Modellbau. Zum Beispiel. Lauter so nerdigen Scheiß. Warhammer, kennt jemand Warhammer? Tabletop Game, Warhammer 40k.
Warhammer Fantasy vor allem, was es ja leider Gottes nicht mehr gibt. Was machst du am Wochenende? Das ist eine gute Frage. Ja, wie ich gerade erzählt habe, ein Kumpel von mir zieht um. Die dürfen eigentlich langsam fertig werden und morgen sind wir bei einer eingeladen und dann werden wir uns sauber ein bisschen Alkohol in die Birn hinein befördern. Deine Zigaretten ist erst 2 Mal ausgegangen. Das stimmt. Die raucht halt da die ganze Zeit irgendwo umeinander, aber ich rauche nicht. Warst du eigentlich am Kap vom Erfolgsfest? Nein! Wann hast du dein erstes Bier getrunken? Boah, leck, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, selbstständig, also ohne der Bierschaum vom Pub, zählt nicht, mit 11, 10, 11 oder so. Meine Kumpels waren nicht über größer, älter als ich. Schau mal bei der Mackis Rampen vorbei, da stehen ein Haufen Texte, wo wir mir ein bisschen bearbeitet haben. High Five ins Gesicht, wer ist denn High Five ins Gesicht? Bei Mackie auf die Rampen, da stehen auch sehr viel, vor allem auf der Funbox, auf der Beton-Funbox, steht von mir sehr vieles auf der Grindstange an der Seite. Unter anderem ein schwarzes Gesicht mit einem Dübel. Was machst du für Modellbau? Ja, ich bezeichne Modellbau an sich tatsächlich auch gar nicht mehr so viel, sondern ich mache halt diesen Warhammer-Shit. Wo sie aber, da die Szene bei uns nicht mehr existiert, ich mache nicht mehr die kleinen Menschgell an und baue das zusammen, sondern ich kann ja mal was holen, wenn das irgendjemanden interessiert. Der Hans ist da gefragt, hast du eine Freundin? Ja, das ist Bürgerin. Die sext übrigens auch in dem Layers of 4 Video. Moment, ich hole jetzt schnell so eine kleine Sache. Falls das irgendjemand interessiert, wenn nicht, dann ist es mir auch wurscht. So. So, deswegen kaufen wir nur noch die fetten Modelle. Die kosten auch einen Haufen Kohle, aber das ist beim Modellbauer, bei Revell-Modelle und so weiter ist das auch so. Sagt man das? Das ist quasi... Ich weiß nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll für Leute, die sich damit nicht befassen. Und die meisten befassen sich halt nicht damit. Das ist Vampirfürst auf Zombie-Drache. Mit einem kleinen Ghoul, der da eigentlich nicht herkehrt. So. Flupp. Und das kommt halt als Bausatz, als Plastikbausatz, manchmal als Zinnbausatz und so. Und wie man das halt von Modellen kennt. Und dann mache ich das an und dann baue ich das zusammen. Und bin stundenlang in Ruhe und Dings. So. Und den Herr Vampirfürsten, sagt man das zum Beispiel, wie winzig das der ist im Vergleich zu meinen Fingern und so. Und ist er das selbst bemalt und selber zusammenbaut und lauter so ein Scheiß. Es ist halt eine sehr nerdige Scheiße, ja? Da kann fast keiner was damit anfangen. So. Der Herr Leo Böhm wird jetzt geblockt. Und das war's mit dem Herrn Leo Böhm. Jetzt schreiben alle 75 Kleiner die Aufmerksamkeit, die mag er ja. Die mag er ja. Die kriegt er gar nicht. So, was ist die verbotenste, was gemacht hast? Das verbotenste, was ich gemacht habe? Das ist auch eine gute Frage. Ich habe ziemlich viel Scheiße in meiner Jugend gebaut, also in meiner frühen Jugend. Ich werde jetzt einmal schnell, weil mir das sehr wichtig ist, mein Zombie-Drachen mal wieder da hinstellen, weil den gern Katzen in der Reißen haben und dann haben halt 100 Euro und 50 Stunden Arbeit für den Arsch und da habe ich jetzt keinen Bock mehr dazu. So. Das ist natürlich auch nicht das einzige drum, ich weiß nicht, kann man das sehen da oben? Da ist das ganze scheiß Regal ist voll davon. Mit 100.000 so kleine Sachen und so weiter. So. Wo geht's weiter? Dingelfinger Kirder. Na, war ich nicht. Ich muss die ganze Zeit gucken. Moment, ich muss schnell einen Schluck Getränk zu mir nehmen. So, der CF fragt, hast du schon mal gekifft? Das beantworte ich übrigens ebenfalls in dem ersten Stammtisch-Micker unter Fragen und jeder, der hat gespannt, wenn ich liegen darf und das ist ja sowieso völliger Bullshit. Ja, habe ich, selbstverständlich. Tue ich aber nicht regelmäßig. So
So ehrlich bin ich dann auch. Aber ausprobiert, wer hat es noch nicht ausprobiert? Jemand, der 20, 22 ist und die gern fortgeht und mit Kumpels abhängt und sonst was, der braucht man nicht verzeihen, dass er noch nie in seinem Leben gekifft hat, ja? So. Haben deine Katzen auch schon mal ein Modell zlegt? Ja, mein alten Zombie-Drachen, die stehen halt da am Regal rum und die Katze sagt halt das und dann kreuzt auf, fällt ober und dann zerbricht er halt. Der Leonhard Perner, machst du mal eine Roomtour? Habe ich auch schon überlegt, aber bei mir schaut es überall so aus, dass ich das nicht herzeigen mag. Meine Lieblingsanimes. Aber da haben wir auch schon mal drüber geredet. Natalie und Diablo fragen, nimmst du Drogen? Nein. Machst du mal herum? Ja, waren wir schon. Was war dein am meisten krankes, kennt den Superlativ von krank nicht, Sauferlebnis? Boah, leck, Alter. Das ist ja das Schlimme, das weiß ich nicht mehr. Also, weiß ich nicht mehr. Was hältst du von Warhammer 40k, Pen and Paper, Schöne Grüße Salzburg in Österreich? Bianca Hautz, diese Frage von einer Frau. Holy shit! Um ehrlich zu sein, das erste Mal muss ich sagen, meinst du Warhammer 40k Pen and Paper oder meinst du Warhammer 40k, was ich da davon halte und was ich von Pen and Paper halte? Gibt's ein Warhammer 40k Pen and Paper? Also gut, es gibt jedes Universum als Pen and Paper im Prinzip, ja. Aber ich hab's noch nicht gespielt, sag ich ganz ehrlich, aber mit Sicherheit geil, weil das Warhammer-Universum geiler geht's nicht. Ja? Allerdings spricht mir das Fantasy-Universum mehr an als das 40k-Universum. Warum ist denn dieser Leo Böhm immer noch da? So, ich werde jetzt hier Maßnahmen-Dingsen. Herr Leo Böhm, Sie haben Ihr Zuschauerrecht verwirkt. Wer meine Frau beleidigt, kann sie verpissen. So. Wo ist er? Da ist er. Zack. Zum Kanal melden, entfernen, Nutzer, Moderator hinzufügen. Ja, zum Moderator mache ich die wahrscheinlich. Nutzer blockieren, melden. So, Dankeschön. So. Hey Birger, was ist denn dein Lieblingsspiel? Du meinst am PC? Boah, leck. Das kann ich auch sehr schön zeigen. Moment. Secret of Mana, Zelda, WoW, Witcher 3, Skyrim. Ich habe mir da 5 so Poster gemacht. Das sind natürlich nicht alle, aber das sind schon definitiv unter die Top 5, Top 10 der für mich einflussreichsten Spiele. Ich muss jetzt da mal ein bisschen herrücken. So. Sagt man mich da überhaupt noch? Ich weiß es gar nicht. Das wird schon jetzt die Richtigkeit haben. Ich bin da eben. So. Was sind deiner Meinung nach die Top 5 Lieder im Volksfest, die man kennen sollte? Boah, leck, Alter. Boah, leck. Da muss ich ein How-To drauf machen. Das muss ich mir fürs How-To aufheben. Danke für den Tipp. Der Ankel 23, Gruß aus der Schweiz. Geil, jetzt haben wir Schweizer auch schon da. Schweizer, Österreicher und Bayern. Wenn's ihr mich fragt, dann sollt man hergehen und sollt man aus uns ein Königreich machen. Das war geil. Der Dark Siffler schreibt, holst du dir das Remake von Secret of Mana? Mit einer 100%igen Sicherheit, ja. Ich finde es zwar ein bisschen heftig, dass es 40 Euro kostet. Das ist ein bisschen sehr extrem. Aber selbstverständlich. Das ist, mit dem Spiel verbinde ich noch mehr Kindheitserinnerungen als mit Zelda. Mit Ocarina of Time zum Beispiel. Wobei sie die nicht recht viel nehmen. Aber Secret of Mana war noch vor Zelda. Bei mir zumindest. Welche Rasse hast du hauptsächlich bei Warhammer gespielt? Also ich spiele das Tabletop-Game oder hab's gespielt. Das gibt's halt bei uns leider Gottes nicht mehr. Die Szene existiert nicht mehr. Ich hab hauptsächlich Vampire. Beziehungsweise Vampirfürsten. Damals noch einfach Vampire, dann haben sie ja zu Vampirfürsten geworden und dann haben irgendwann die Gruftkönige von Khemri dazugekommen und was weiß ich was alles, aber ich habe hauptsächlich Vampire. Also Untote quasi. Und da steht auch mit Sicherheit auf dem Regal stehen dann bloß 50% von meinen ganzen Figuren und Bücher und Scheiß und Klump und was weiß ich. Und für alle, die das so ein bisschen belächeln, was ist denn das für ein nötiger Hurenscheiß, der spielt mit kleinen Plastikmanschkerl und so weiter.
Dem zeige ich jetzt gerne mal das Regelbuch. Das tue ich immer gern, wenn ich über Warhammer rede und keiner weiß, von was das eigentlich schmerzt. Das ist im Prinzip nichts anderes wie ein Brettspiel. Bloß auf einem Brettspiel, also auf einem Brett, das ist so groß wie 2 Bierbängen. Biertisch muss ich sagen. Und jetzt hole ich schnell das Regelbuch. So. Moment. Allein wenn man den Ton schon gehört hat, wie das schäbert, dann gibt's da dieses Ding, das hier, das ist das Regelbuch. Das ist so dick. Das ist natürlich nicht alles mit Regeln voll, das ist eh klar, aber, Moment, sagt man das? Ich würde sagen, da kann man eine Zeitl lesen drin. Ich würde das übrigens geil finden, wenn der Verhaltenskodex so ausschaut, mit so einem, anstatt ein Zepter und oben drüber eine Maske. Dann, ja gut, das ist das alte Regelbuch, das ist mindestens 15 Jahre alt. Das ist ein Fantasy-Regelbuch, ja. Fantasy-Regelbuch. Und dann gibt es natürlich da verschiedenste Armeen, also Rassen, so wie es es vielleicht aus WoW kennt oder so. Da gibt es Orks, da gibt es Menschen, da gibt es Skaven, das sind Rattenmenschen, da gibt es Tiermenschen, da gibt es Chaos, das sind von... Ich kann es gar nicht erklären, was Chaos ist, um ganz ehrlich zu sein. Es ist halt einfach Chaos, das sind irgendwelche völlig verrückten Viecher. Es gibt Waldelfen, es gibt Hochelfen, es gibt Dunkelelfen, es gibt Imperium, was Menschen sind. Es gibt Vampire. Und dann hat jede Armee hat quasi, oder jede Rasse hat quasi so sein eigens mitgebrachtes Regelbuch. Da steht alles drin und haben ein paar Beutel drin. Also auch mit Bildern und so, musst du nicht nur lesen. Und da stehen halt die Sonderregeln für jede einzelne Armee drin, wie du deine Armee zusammenbauen kannst. Sehr viel Hintergrundgeschichte, was auch ganz geil ist. Saugeile Artworks und so weiter, das ist wirklich cool. Und ja, das ist die nerdigste Scheiße, die ich gefunden habe und hab mir gedacht, das mag ich machen, das ist geil. Ja, so schaut's aus. Wobei dieses Regelbuch gibt's auch nicht, weil das ist auch 15 Jahre alt oder so. Oder lass mich überlegen. Ja, das geht sich hin, 15 Jahre kann es alt sein. Leck mich am Sack, bin ich alt! Kruzifix! So, ich muss das Mikrofon wieder da her tun. Und dann wieder rein. Bin gleich wieder da, muss ich wieder aufräumen, ne? Weil sonst, was ist das? Elias Eigner, Blutwurz oder Bärwurz? Diese Frage kann ich da folgendermaßen beantworten. Weder noch, mein Freund. So, ich muss kurz zusammenräumen, bin gleich wieder da. So. Genug von Warhammer. Da die sagen. Das ist einfach, das ist zu unzugänglich, dieses Thema. Wer aber Bock auf so einen Shit hat, der kann sich da gerne mal damit befassen. Das ist eigentlich ziemlich geil. Das ist ziemlich geil. Über da, der ganze Schreibtisch ist voller Farben und Dreck und so weiter. Und ja, das ist so mein Calm-Down-Hobby. Da sitze ich stundenlang da, halt mein Maul und mal Sachen an. Wie schmecken eigentlich die Soßen von Händelmeier, da wo du mit dem Backerl gekriegt hast? Herr Fabian Vogel, das ist eine gute Frage. Ich habe natürlich noch nicht alle offen, ja, weil wann sollten die fressen? Das ist ja unmöglich. Bis jetzt durchweg alle geil. Der Würstelsenf, den haben wir erst vorgestern oder so aufgemacht. Habe ich zu Käsewürst gegessen, die waren zwar nicht grillt, aber das ist wurscht. Bombengeil. Der amerikanische Senf ist bombengeil. Die Barbecue-Sauce ist jetzt nicht mein Favorit. Da bin ich sehr, sehr kritisch, was Barbecue-Soßen angeht. Da habe ich meinen Favoriten schon seit 10 Jahren. Aber sie ist auch geil. Der Händelmann macht nichts verkehrt. Der macht alles richtig, wenn es mich fragst. Der macht da alles richtig, wenn es mich fragst. Bring doch am Ende von den How-Tos den bayerischen Verhaltenskodex als echtes Buch raus. Horror Goose. Diese Idee hatte ich auch schon. Aber ich bin so schreibefaul und schlecht im Schreiben. Ich sag's ganz ehrlich, ich kann nicht schreiben. Das ist was, das hat mir der liebe Gott nicht in die Wiege gelegt. Ich schreibe wie ein 3-jähriger Vollmongo. So. Bruderschaft, was ist deine Meinung zur Bundestagswahl? Habe ich genauso vorhergesagt. Ansonsten mag ich da nichts dazu sagen. Wenn ein Bayer Hochdeutsch spricht, versucht, hört sich das voll blöd an, findest du das auch. Das ist aber immer so. Das ist immer so, das ist auch das Typische, ist auch wurscht, ob du Hochdeutsch redst oder Englisch zum Beispiel. Wenn du mit jemandem, nicht mit deiner Freundin, sondern mit einer fremden Person in Englisch unterhältst, kommst du auch blöd vor. Keiner weiß so recht warum.
Der Herr Siffler, Birgerbauer, machst du eigentlich auch Collabs mit anderen YouTubern oder bist du eher der YouTube-Alleingänger? Also ich habe bis jetzt noch keiner null YouTube-Kollaboritäten gemacht. Um ganz ehrlich zu sein, ich hab's auch nicht vor. Weil ganz ehrlich, alle anderen YouTuber sind einfach 15 Jahre jünger wie ich. Alle anderen bayerischen YouTuber. 10 bis 15 Jahre jünger wie ich. Außer der Heider. Und der ist 10 mal so groß wie ich. Das ist gar nicht 30 mal so groß wie ich. Der wird mich nicht nach einer Kollabo fragen. Und vorerst bleibe ich allein. Natürlich mache ich ab und zu was mit meinen Kumpels. Und schmatze mit denen drüber, was ich gerade mache. Das ist eh klar. Aber wir haben halt einfach ich bin halt einfach wahrscheinlich 2, 3, 4, 5 Generationen weiter wie ihr. Und bei uns ist das einfach, keine Ahnung. Ich habe zum Beispiel auch keinen Lieblings-YouTuber, den ich verfolge. Ja? Natürlich gibt es ein paar Sachen, die ich mir anschaue und die feiern, die mich gerade interessieren, aber ich bleibe an niemanden dran. Ich muss ganz ehrlich gestehen, da bin ich ein bisschen ein Kommerzhure gewesen eine Zeit lang. Ich habe einen PewDiePie ganz lustig gefunden. Dann, weil ich mir gedacht habe, so, natürlich kriegt das ja jeder irgendwie mit, größter YouTuber auf der Welt, hat 56 Millionen Abonnenten. Was macht er so? Und natürlich bringt er die zum Locher. Ja, es war komisch, wo hat er die 50 Millionen Abonnenten her, wenn er nicht lustig war. Was hältst du von Gronk und seine Bayerischkenntnissen? Ja, es ist cute. Keine Ahnung, am Gronk kann man nicht besser sein. Das geht einfach nicht. Das ist die Sympathie in Person, der Kerl. Bin ja da schon ein paar Mal gefragt worden, was hast du für ein Auto? Ich interessiere mich nicht für Autos. Ich fahre einen abgefuckten Fiat Stilo. Was findest du bei Watschen für Kinder? Puh, das ist was. Du sollst dir dein Kind nicht erschlagen, ja? Aber ich habe auch Fotzen gefangen, noch und nöcher. Geschaut hat es auch nicht, ja? Du sollst aber halt dein Kind nicht mit der Faust schlagen. Wo haben wir den? Oder grä und blau schlagen. Das geht halt nicht. Hans ist da, ist der neue Leo Böhm. Ist er das? Hast du der Freundin schon mal ins Ohr? Mein Gott. Warum haben wir jetzt so weit, dass Spackos aus dem Dings kämen, oder was? Weil wenn er sonst nichts zum Tor hat aus was das eh? Wen haben wir jetzt da gemeldet? Ist er jetzt schon weg? Ich weiß nicht. So, haben wir es schon. Dere, hast schon mal als Hofei in Dranstadt drungen und deine Meinung? Nein, Bierfragen werden heute nicht beantwortet. Ich kenne nicht alle Biere. Ich kenne 3 Biere. Oder machen wir es so, ich trinke kein Bier. Ja, die Preisen kommen. Die Invasion der Preisen hat begonnen. Ja. Verzeih mir bitte einen bayerischen Witz. Ich kenne bloß böse Witze. Und ich verzeih ja jahrelang immer dieselben. Zum Beispiel, was ist schwarz und fliegt 1000? Ein Düsenjäger! Was? Was ist fies? 10 Kinder in einer Mülltonne. Was ist fieser? Ein Kind in 10 Mülltonnen. Woo! So, jetzt zählt mir noch eine Zigarette noch. Weißt du, es ist jetzt. Was ist mir meine Freund wichtig? Dass wir zuhören. Mein Scheiß ehrlich kritisieren. Mich ehrlich kritisieren. Das da sein, wenn ich es brauche. Fertig. Und genauso dumm haben wie ich. Wie schaut's aus mit dem Landi? Na, da kommt doch jetzt dann der 18er. Also wenn dann der 18er. Kurz bevor das der Dings kommt, da kaufen wir jetzt nicht einen 17er. Im Angebot hätte es gehen. Irgendjemand hat es mir sogar noch geschrieben, Aber ich hab mir gedacht, nein, das ist 2 ausgeschmissenes Geld. Was haben wir da sonst noch? Was machst du beruflich? Bist du in der IT? Ich war, ja, IT kann man nicht sagen. Ich bin eigentlich Mediengestalter, mittlerweile arbeite jetzt in einem Sportgeschäft und kümmere mich da um den Online-Shop. So kann man es am einfachsten erklären. Bruderschaft, Bürger, bist griebig. Das freut mich narrisch. Ihr seid griebig. Es sind nämlich immer nur 70 Leute da und ich tue eigentlich nichts außer da sitzen und Scheiße labern. Was der 18er ist fürs Handy? Kommt der Landwirt, es gibt doch, der Farming Simulator kommt doch nicht nur fürs Handy. Warten ja Idioten.
Das Spiel verkauft sich wie warme Semmeln. Ein 18er gibt's schon. Aber nur fürs Handy, oder wir verstehen das. Da muss ich jetzt tatsächlich einmal schnell Steam einschalten. Steam. Carsten Martens, merci für dein Abo. Schau, es ist sofort, ich bin stockfinster, wenn ich einen Monitor, wenn ich irgendwas tue. Was haben wir da? Irgendjemand hat mir, das sag ich jetzt nicht. Was ist denn das? Nein. Ich kriege aber so viele Einladungen von jedem möglichen Scheißdreck, da kriegst du echt einen Schlaganfall. So, was haben wir da? Was noch? Was wird denn jetzt suchen? Ah ja. Farming Simulator, ne, gibt bloß einen 17er. Der kostet immer noch 31,50 €. Was ich für Schwerverbrechen halt, meine Damen und Herren. Schwerverbrechen. Ich sollte jetzt eigentlich Sport machen, aber ich will da nicht weg. Tja, was meinst du, wie oft ich sage, ich sollte jetzt eigentlich Sport machen und tue dann absolut gar nichts. Ich täglich 4-mal. So. Ich rucke ein bisschen weit aus der Kamera aus. Was ist denn da los? Ich muss da her. So, da ist gut. Der kommt bloß alle 2 Jahre für den Computer. Ach so. Das habe ich nicht gewusst schon, ja. Naja, gut. Deswegen kostet er 31,50 €, dann sollen sie 31,50 € haben. Ich kaufe ihn trotzdem nicht. Florian Göbel, merci für dein Abo. Uh, 19 ist der nächste für Computer. Fabian Vogel schreibt, so gefällt uns aber am besten. Wir gefällt er uns am besten. Was sind deine Lieblingswürst? Meine Lieblingswürst, ich bin ja leidenschaftlicher Langzeitgriller, Smoker, Griller, was auch immer. Was ich ganz geil finde, da gibt es die ganz einfachen roten Bratwürst und dem Smoker drin, haben so geil mit Barbecue-Sauce und dann vielleicht noch ein selber gemachtes Fladenbrot dazu oder so. Das ist schon bombengeil. Da die Frage, und ich weiß ja, natürlich gezielt drauf abgerichtet ist, dass ich jetzt sage, Weißwürst sind meine Lieblingswürst, sind natürlich Weißwürst meine Lieblingswürst. Elias Eigner, schon mal ein Radler getrunken. Schau her, ich bin jemand, der schämt sich nicht dafür, dass er ein Radler trinkt, weil ich keiner von denen bin, die ein Gasmaß feiern, Mischgetränk, und ein Radler absagen, Mischgetränk. Natürlich habe ich schon mal ein Radler getrunken, mir braucht keiner verzeihen, dass von euch keiner Radler getrunken hat. Schmerzhaum. Ein Weißwurstburger. Da war bei uns so jemand direkt neben dem Geschäft, der hat sich Weißwurstkönig genannt. Und dann hat es da lauter so einen frittierten, ich habe auch schon mal Weißwurst frittiert, ich weiß das. So Currywurstmäßig mit Pommes, Weißwurst gegeben, Weißwurstburger und sowas. Und das war alles eine dermaßen eklige Scheiße. Das ganz aus ist. Es tut mir leid für den Weißwurstkönig. Er selber, er war ein netter Kerl, aber er hat es nicht besser gewusst offensichtlich. Aber ein Gas hat mehr blau machen. Ja, was denn? Ein Stamperl Eckes. Das macht's gerade dann fett. Ernsthaft. Ich weiß nicht. Das Stamperl Eckes macht Gasmaß zu einer. Oh, da habe ich einen Rausch davon. Schon mal eine ganze Maske gesoffen? Hashtag, saufst du bloß ein Gasmaß, weil du der Ganze nicht schaffst. Sag ich da bloß. Für mich ist ein Gasmaß auch kein Alkohol. Seid euch doch ehrlich. Ein Gasmaß ist doch kein Alkohol nicht. Hosenbiesler Xare ist das. Der Tobias Pilsel fragt mich politisch korrekt, was sagst du zum Cola-Weizen? Zum Cola-Weizen, bei uns in Bayern darf man das noch unter anderem Neger nennen. Ja, mag ich ja, trinkt mal, komm mal trinken. Na, für alle. Bruderschaft, diese Einladungen kriege ich am Tag ungefähr 400.000 Mal und die muss ich alle leider Gottes absagen, weil das einfach nicht möglich ist. Immer das gleiche mit der Gas. Ja, irgendwann kommt in jedem Stream, jetzt haben wir eine Dreiviertelstunde da, kommt irgendwann das Thema mit der abgefuckten Scheiß-Gasmaß. Verantwortlich dafür ist der Vollgerät bzw. die Vollgeräte, weil es sind ja 2, was ich immer wieder gern dazu sage, wenn es soweit ist. Weiß nämlich keiner. Ja. Und ich verstehe du es auch nicht, ja. Wieso sage ich dir ein Gasmaß, ein Radler ab, aber feiert Gasmaß? Das macht überhaupt keinen Sinn. Weil mehr ein Blaumacher drin sind, ja, das Stamperl Eckes. Und auf das ist jetzt der gemeine Gasmaßverfechter stolz, oder was?
Sauft mal eine gescheite Vollbiermaß und dann können wir weiterschmerzen. So. Birger, bist du irgendwo beim Freiwilligen Verein, Feuerwehr, Bergwacht, Bayerisch Rotkreuz? Nein, aktuell nicht mehr. Früher war ich bei der Wasserwacht als Dingsbums, Freiwilligen Verein nennen, ich weiß nicht mehr, aber da war ich als Jugendlicher, als Kind und als Jugendlicher und das war's dann. Hallo, ich bin's, der Busu Craft Tommy aus Sisner. Dieser Witz ist so alt, dass ich fast einen Schlaganfall kriege, dass ich einen Herzinfarkt, wegen Herzversagen stirb. Ich hätte gedacht, dass ihr jetzt keine Fragen mehr übers Bier beantwortet. Das stimmt, das der meine. Ja, aber das ist ja das Schlimme, ein Kosmos ist ja kein Bier. Deswegen beantworte ich es auch. Tust du fischen? Leider nicht. Leider nicht. Ich hab natürlich mit meinem Pap gefischt und so weiter und so fort, aber mein Pap und meine Mom haben schon seit ewigen Zeiten getrennt voneinander. Deswegen bin ich nie so regelmäßig in den Genuss des Fischens gekommen, dass ich ja letztendlich einen Fischerschein gemacht hätte und so, aber mich interessiert es bis heute. Bis heute. Was ich gern tue, ist im Urlaub im Meer fischen. Eigentlich jetzt mal, wenn wir im Urlaub sind. Ich war nur schon lange nicht mehr. Warst du schon mal am Chiemsee? Selbstverständlich war ich schon mal am Chiemsee. Ich war schon zweimal im Chiemsee Reggae. Wie weit bist du mit 99,5? Noch keinen Meter nicht weitergekommen. Ich bin immer noch unentschlossen. Ich weiß gar nicht, sagt man das? Steht die noch da? Nein, Gitarre steht immer da. Ich bin unentschlossen, ob ich das in einen Rap-Song verarbeite oder in einen Gitarrensong verarbeite. Oder vielleicht spielt der Massmo einmal in 99,5. Wer weiß das schon? Achtung, Spoiler. Was ist der Typ für einen brutalen Kater? Schlafen. 2 Tage lang schlafen. Und ansonsten hat mir aber eine Buchstabensuppe mit 5 Liter Maggi gut geholfen. Und dann eine Saufer Wasser, was geht. Das passt. Bayerische Freaks. Birger, du Sau, alles klar. Bayerische Freaks, na freilich. Der Obi redet von der ersten Mal habe ich einen Obi, ebenfalls jemand, das fast seit der ersten Stunde erkannt der halbe, das halte ich aber für ein Gerücht, wer so krass ist, dass er sich am nächsten Tag in der Früh eine halbe einlenkt nach dem Vollsuff, der hat den Zenit des Alkoholikers bereits überschritten. Ein Reparierhalbe. Erstmal habe ich einen Wauzi. Was ist mein Lieblingsliedl? Das muss ich in so viele Schichten unterteilen. Mein All-Time-Lieblingslied, ich weiß nicht, kann ich nicht sagen. Momentan her ist sehr viel Nothing But Thieves. Das finde ich momentan ziemlich geil, weil der Typ singen kann, dass der Shell platzt. Ich bin so ein Vollgas-Narische, wo den Ausschnitt im Stammtischmicker vom 99,5 bis 100 Mal hört. Es darf ja auch schon mehrere geben, also es gibt schon den ersten Vers. Luaxana, merci für deinen Twitch-Follow. Es gibt ja schon viel mehr, es gibt den ersten Vers und den zweiten Refrain und so weiter, aber der zweite fight noch und der Bridge fight mir und alles fight mir und ich komme nicht weiter. Und ich weiß nicht, was ich tun soll damit. Ich mag nicht den ganzen Tag vom Bier umeinander musizieren, weil es scheiße langweilig wird. So. Wer ist dein Lieblings-Pornoschnullen? Pornoschnullen? Da fragst du mich jetzt was. Wenn ich so, das ist eine schlimme Frage. Alx M, das ist eine schlimme Frage, weil jeder weiß, jeder hat eine Pornoschnullen. Da braucht man auch nicht drum rumreden. Das ist völlig Banane, wie alt du bist. Du hast jeder hat eine Pornoschnullen. Und mein All-Time Pornoschnullen wird Gina Wild bleiben. Forever und fucking ever. So, Luaxana, liebe Grüße vom Ecki. Ah, ihr kennt euch quasi. Sagst du dem Ecki, schöne Grüß. Wer einen Brand hat, soll sie in der Früh einen Topf Sauerkraut und ein paar Brotwürstel fressen. Ja, das geht. Laurenz Westphal, merci für die Abo. Der Scheiß wird zwar so gestungener, aber das Anna lässt noch. Ja, das ist richtig. Singst du 99,5 selber? Ja, natürlich. Natürlich. Alles meine musikalischen Werke, das ihr, falls jemand interessiert, ebenfalls in meinem YouTube-Kanal ganz unten findet. Können Sie das einmal anhören oder auf meinem Soundcloud-Account, da haben die auch alle, da gibt es sogar ein ganzes Album. Im Prinzip, ich habe das Album genannt, ob es Album ist, weiß ich nicht. Ich linke euch das jetzt einmal, weil ich sowieso ein bisschen traurig bin, dass trotz der Aufmerksamkeit in meinem YouTube-Kanal und dass jetzt immer noch 70 Leute drin sitzen, noch 2 gestörte Stunden, das ein bisschen untergeht mit meiner Muse, weil es mich interessieren darf, was die Leute dazu sagen. Ich werde euch jetzt das einmal da reinlinken. So.
Da haben wir ein ganzes Album, das heißt Raucher, Saufer, Kegelschein. Und das kannst du durchhören und dann könnt ihr euch, keine Ahnung, im Dreieck springen und könnt ihr euch einen runterholen oder was weiß ich nicht. So. Wo sind wir? Blau-weiße Karos, Beste. Wie findest du das Kölsch? Habe ich noch nie getrunken. Werde ja nicht passieren. Mei, die hat es damals in der Schule nur auf CD gegeben. Korrekt. Und manche haben daraus ein Geschäft gemacht. Nämlich die einzigen, die sich damals schon mit dem PC auskennt haben. Und so bin ich dann zum PC-Idioten geworden. Ich hab nichts gesagt. Was? Meine Zigaretten ist wieder mal ausgegangen. Das ist alles, was ich weiß. Die Leute sagen, ich habe ein Bierproblem. Ich sage, ich habe keins, ist auf 99 Bierle und der Kasperl nicht uns. Am Tanzen der Sänger in Nothing But Thieves wie eine notgeile Grippe, dann hörst du mit Sicherheit gerade Sorry, glaube ich. Das beste Lied ist Itch und Trip Switch. Sorry ist auch gut, aber sie haben für Säusler die Sachen bei Nothing But Thieves. Die mag ich nicht so ganz. Aber Itch ist mein Lieblingslied. Momentan ist Itch mein Lieblingslied. Zigaretten ausgecounter 3. Ich glaube, das klingt noch gar nicht. Risu 1, 2, 3. Merci für dein Twitch-Follow. Der Daub schreibt öfter hier. Ja, durchaus. Fast jeden Freitag. Ich streng mich wieder an, dass ich jeden Freitag da bin. Und machen wir ein wenig Schmerz. Vielleicht habe ich das nächste Mal ein bisschen was vorbereitet. Da zeichnen wir entweder miteinander ein bisschen ein Masmo oder wir machen Twitch-Bombs oder was kann man sonst noch machen? Oder wir machen das mit den Videos. Das darf mich eigentlich sowieso interessieren. Ich muss mir nur irgendwann einmal ausdenken, wie ihr mir die Videos auf schnelle Art und Weise schicken könnt. Ist Twitter noch was? Kann man da nicht per Hashtag Scheiße umeinander schicken? Keine Ahnung. Ich muss jetzt meine Füße da mal ausstecken. Warte mal. So. Taub schreibt süße Maus, du. Ja, ich weiß schon. Ich darf mich am liebsten den ganzen Tag selber angreifen. Brauchst du nicht schlecht vorkommen. Brauchst du nichts Dinger, brauchst kein schlechtes Gewissen haben, ist alles gut. Bürger, hast du irgendwann mal vor, das Raucher aufzunehmen? Ja, das hat der Raucher generell immer vor. Das ist ja das Schlimme. Das ist das Schlimme. Ich hoffe, das Mikrofon, dass ich da jetzt nicht die ganze Zeit ohne hau und das passt. So, magst du ein Halskraut? Ja, mag ich. Nimm ich dann. Wir halten mir jetzt was zum Essen, jetzt habe ich Hunger. Jetzt habt ihr es geschafft, dass ich wahrscheinlich jetzt dann zum Streamen aufhöre und sage, ich hole mir jetzt vor zum Edeka. Ich habe ein geiles Schnitzel. Ich mag jetzt ein Schnitzel mit fucking Pommes. Selber gemacht, selber herklopft, selber paniert, selber im Fett ausgebrannt. Na, stopp. Der delikate Mund nennt es in separierter Butter. Ja, und selber panieren und dann einen Fleischbatzen einfressen, einen knusprigen. Geil. Geil, das ist genau mal wieder. Da kriegst du mich aus meinem Bunker raus. Was der Hallweger schreibt, Dere laufst du im Dezember Grambei oder Budenmadel. Was? Kevin Pöschel fragt, magst du einen Schweinsbraten? Was ist das für eine Frage? Ja, aber nur den von der Mam. So. Frieda Schneiderlein, heute ist Freitag. Das ist wahr. Gut erkannt. Guck mal. Ich bin zumindest die zum Zuschauen. Ah ja, bayerische Fremdwörter fürs nächste How-To. Wäre das was? Ja, steht ebenfalls schon so ähnlich auf meiner Liste. Aber mit den How-Tos schaut es momentan schlecht aus. Was nimmst denn du für beziehungsweise Sauce für deine Rippel? Rippel nehme ich gar keine, also Sauce, ich nehme nur Barbecue-Sauce her. Was anderes gehört da nicht drauf. Du brauchst nichts anderes. Und ansonsten, sagt man das ja im Video, schüttet man da unten ins Reindl zum Dämpfen, Dünsten, Dämpfen, dass die halt richtig geil weich werden, schüttet ich mittlerweile ein Cola ein, weil es mit dem am besten funktioniert. Ansonsten ein Apfelsaft oder ein Kirschsaft. Viele Leute sagen, ich schütte ein Bier ein, dann sage ich, ja, ich lege da jetzt 3 Rippel hin, eins ist mit Cola gemacht, eins mit Apfelsaft, eins mit Bier. Wer es ausschmeckt, kriegt von mir lebenslang jedes Wochenende ein Rippel geschenkt. So. Was, heute ist Freitag, einen ganzen Tag schon und auf die Nacht mit Beleuchtung. Was passiert denn jetzt?
Wo hinten da? Wo hinten da? Ich muss jetzt da. Jetzt ist jemand ins Discord gekommen. So, wo haben wir? Wo haben wir? So. Wauzi, das mag ich sehen. Wauzi, das darf mich auch interessieren. Wauzi, schickt mir ein Beutel, ich posts in meiner Facebook-Seiten. Schickt mir dein Reindl voller Schweines, Semiknel, Kartoffelknel, Kartoffeln, Sauerkraut, Blaukraut, alles muss rein. Alles muss rein. Der Elias hat übrigens die Frage von vorher schon beantwortet, der Finster. Das ist aber eh. Mada, ihr der Micker, Freitag, Samstag, Sonntag, Finster. Haben wir's. Hast du auf deinem Smoker schon mal ein Brisket probiert? Ja, hab's aber erst einmal probiert und hab's verkackt. Ich sag ganz ehrlich, ich hab's verkackt. Sag ich dir, schlichtweg, außer hab ich verkackt. Ja, mit Zigaretten ist übrigens wieder ausgegangen. Counter Nummer 4. Am liebsten mache ich im Smoker, sage ich dir ganz ehrlich, wenn es länger dauern darf und ich Freitagnachmittag habe ich ja immer frei. Deswegen bin ich am Freitagnachmittag aber im Stream da. Mache ich gerne Ripperl. Die dauern 6 Stunden, habe ich im Video erklärt, in How to Fleischbatzen. Wenn ihr noch nicht kennt, kann sich das anschauen. Und dann kommt da der geilste Scheiß raus. Mag ich am liebsten, weil die so geil sind, dass wirklich, da war ich wirklich überwältigt, wie ich vor 2 Jahren da draufgekommen bin, wie man das so macht. Und noch nie so geile Ripperl gefressen wie die. Das ist so geil, dass du einen Vogel kriegst. Die nächstes Jahr, vielleicht aber auch im Winter, weil warum im Winter nicht grillen, wer weiß das ja schon. Werde ich mal Schweines ausprobieren im Grill drin. Das war geil. Das war geil. Roman Riedel, lass den jungen Mann in Ruhe, der muss jetzt zocken. Ich überlege schon die ganze Zeit, sollen wir miteinander South Park zocken? Mag das irgendjemand sehen? Ja, der Alex, mein Brisket ist nicht drucker geworden. Bei mir ist es einfach nicht so weich geworden. Ja? Also das ist halt einfach ein zager Schuh so in Haufen. Ich habe es allerdings auch nicht auf die lange Version gemacht, also kein Long Job, der 20, 24 Stunden dauert, sondern ich habe es auf die schnelle Art und Weise gemacht, wie ich zum Beispiel auch mein Pulled Pork mache, was super geil hinhaut. Da ist ein Pulled Pork fertig nach 5 Stunden, 6 Stunden. Und butterweich und du kennst keinen Unterschied, ob das da 24 Stunden drin war oder nicht. Bombengeil. Ja. Diese ganze Grillerei ist schon eine geile Scheiße. Der Wauzi muss weg. Wauzi hat mich gefreut. Grüß nach Österreich. Habe ich die wenn jetzt ich die auf einem Volksfest treffe, da darfst du mir ein Maß bestellen. Also wenn ich da natürlich das Geld gebe, weil ich 14 bin. Nein. Weil ich echt keinen Bock nicht habe auf irgendwelchen rechtlichen Stress. Birger, kennst mich noch vom Livestream? Bushcraft Tommy. Was vom Livestream? Ich weiß nicht, wir haben ja jetzt einen Livestream. Wenn ich die alle noch kenne, dann bei das Mega Hirn Level 9000 und das wahrscheinlich nicht Livestreamen. Der Obi, ich bin dann mal weg, Dere, und noch viel Spaß beim Streamen. Herr Obi, merci fürs Vorbeischauen. Ein schöner Freitag, schönes Wochenende. Habe die Ehre. Du packst es dann in Backpapier oder Folie ein, oder? Richtig, Backpapier, ganz wichtig. Da ist tatsächlich ein Unterschied zwischen dem Aluzeug und dem Backpapier. Im Backpapier funktioniert es tatsächlich besser. Und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Obwohl es im Prinzip dasselbe ist. Oder Alufolie eigentlich nur dichter sein soll. Aber vielleicht ist es, dass die Alufolie zu dicht ist. Wer weiß das schon. South Park zocken war schon mal eine geile Geschichte. Wenn jetzt ich die auf dem Volksfest treffe, da darfst du mir ein Maß bestellen. Haben wir schon gehört? Nein? Nein. Du darfst jetzt einmal dringen. So viel da dazu, weil sonst bin ich Basic Bürger, kann ich auch nicht sein. Fidelis, der mal gegenüber von dir in Heining gewohnt hat. Da unterhalten sie, glaube ich, gerade zwar. Mist, aber passt schon. Ich werde eh nicht treffen, leider. Ja, das haben schon so viel geschrieben, das mit dem Treffer, das ist ein bisschen eine schwierige Sache. Aber da soll ich zur Feuerwehrübung oder da bleiben? Konserventosen TV, das muss ja jeder selber wissen. Ja, wenn die Feuerwehrleute dann fast pitchen zur Feuerwehr. Meinen höchsten Respekt an euch, übrigens, an dieser Stelle. Meine ich tatsächlich ernst. Ich meine nicht viel ernst in meinem Leben, aber das meine ich tatsächlich ernst.
Tust du lieber Bratzeln oder Schafkopfer? Wie gesagt, ich kann nicht gescheit Schafkopfer, deswegen tue ich nicht gern Schafkopfer. Bratzeln tue ich nicht mehr, seitdem ich nicht mehr so jung bin. Watten ist eigentlich so mein Lieblingskartenspiel. Und selbst das habe ich schon 1000 Jahre nicht mehr gespielt. Johannes Altmann, Servus Birger. Servus Herr Altmann. Der Birger muss ins Eishageltraining. Ins Eishageltraining. Das kann man durchgelassen. Ist eh schon wieder 4:30. Jetzt ist die Frage, wenn wir mir South Park spielen wollen, miteinander, sollen wir das einmal machen? Alle Folie wird zu warm und die zu große Hitze bleibt drin und beim Backpapier kann es ein bisschen entweichen und hat somit ein bisschen Durchzug, nur so nebenbei. Also dann servus. Herr Obi, da hast du generell schon recht, aber die Kunst liegt ja darin, die Umlufttemperatur schon nicht so hoch werden zu lassen, dass da drin überhaupt zu heiß werden kann. Ja, jetzt, da hat der Herr Alex hat recht, der möchte auch einen Smoker anschmeißen. Jetzt, wo wir mir so drüber schmatzen, ist das Erste, was ich tue, schauen, ob draußen das Auto da steht oder ob das jetzt Freundin in die Arbeit braucht hat und fahr zum Metzger meines Vertrauens und kaufe mir einen Fleischbatzen fürs Wochenende zum Grillen. Hätte ich Bock drauf. Der Schreuner schreibt Servus Pitti, sag ich Servus Pitti. Wie lang geht der Stream noch, Herr Blöchinger? Ich glaube, nicht mehr so lang. Ich habe jetzt auch schon 2 geraucht und wollte da schon ausschalten. Heute haben wir wieder sehr viel geschmatzt. Haben wir heute. Dass ich gar nicht mehr weiß, von was wir alles geschmatzt haben. Völliger Irrsinn eigentlich. Völlig verrückt. Was ich jetzt halt am Schluss noch sage, vielleicht bin ich heute noch lustig und spiele South Park. Ja, also ich spiele sowieso, aber ob ich stream, weiß ich nicht. Ich mag halt das, ich mag die Schmatzerei, ja, aber unter dem Spiel, wo man halt sehr viel Humor durch Text und so weiter hergeschissen wird, weiß ich nicht, ob ich währenddessen streamen mag. Ich habe schon, das sage ich ja fast jeden Freitag. Ich habe noch einen Twitch-Kanal. Ich werde euch diesen Twitch-Kanal, wenn diese Zockerei interessiert, die reine Zockerei, die typischen klassischen Streams mit Zocken und so weiter, nicht wie das, was wir da machen. Das ist ja im Prinzip machen wir da im Freitag ja jetzt mal ein Fan-Treffen, ein kleines, ja? Oh, Moment, jetzt muss ich mir erstmal wieder anständig hinsitzen. Der kann mich gern auf Twitch followen, separat. Warum? Normalerweise diese Fan-Treffen-Streams am Freitag, Twitch kostet nichts. Natürlich nicht. Nichts kostet irgendwas, was ich mache. Bitte lasst es für immer so bleiben, dass es nichts kostet. Aber ich trotzdem einen kleinen Anteil kriege, so ehrlich muss ich auch sein. Kostet Twitch natürlich nichts. Könnt ihr einen separaten Follow da lassen? Auf Twitch natürlich. Weil ich früher oder später irgendwann einmal vorhabe. Twitch natürlich nichts. Pause. Ich link das jetzt da einfach ein paar mehr rein. Und dann streame ich nicht gleichzeitig auf YouTube und auf Twitch. Warum? Weil ich meinen YouTube-Fanbase, die mich ja wegen meine How-Tos und andere Sachen abonniert haben, nicht mit der Zockerei auf den Sack gemacht. Ja? Ganz einfach. Außer mit der Bürgerin und es ist irgendwas Spezielles. Dann kann ich das in ein lustiges Video verpackeln und dann passt es für alle, für die breite Masse. So. Ist das ein Pressbindelschnur bei dem Mikrofonarm? Pressbindelschnur, ja, oder auch bekannt als Gummibandel. Der kann gern einen Follow auf Twitch da lassen, wenn das interessiert. Dann seht ihr, wann ich da online gehe. Kann nämlich gut passieren, dass wenn ich mal zock und Bock auf Streamen habe, weil mir langweilig ist oder was weiß ich, dann mache ich das nur auf Twitch. Das kriegen die YouTube-Leute nicht mit. Und da geht ihr auf twitch.tv und sucht nach Birger oder Birger zockt oder was auch immer. Ja, es ist da zweimal einer gelingt und wenn das interessiert, der kann da gern einen Follow da lassen. Und vielleicht bin ich noch so lustig, ich versprich es jetzt nicht, weil ich es ehrlich gesagt auch nicht selber nicht glaube. Ich mag das gern, schmerzen. Ich mag aber auch gern in Ruhe zocken. Natalie, für die Birger muss gehen, servus beieinander. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, merci fürs Vorbeischauen. Ja. Ansonsten, was gibt's sonst noch zum Sagen? Ihr findet meinen Scheiß auf Facebook. Natürlich. Ich glaube, dass da mittlerweile ganz andere Fanbase da ist, wie auf YouTube irgendwie. Keine Ahnung, da haben wir auch schon, wie viele Leute haben wir auf Facebook? Ich weiß es nicht. Auch schon 4500, das waren vor 2 Monaten noch 300 Leute oder so. Angie Valenta, merci für deinen Twitch-Follow an der Stelle.
Der kann auf Facebook vorbeischauen, das findet ihr auch unter Birger. Bitte nehmt mein Privatdingsbums. Ich nehme keine Freundesanfragen mehr, aber ich nicht mehr fertig wieder mit. Sucht 2 offizielle Seiten, das ist gescheiter. Ja, und ansonsten dann erwähnen wir noch einmal, es gibt, so, blenden wir das da unten noch mehr ein, es gibt ein Merch zum Kaufen mittlerweile, wer da Bock drauf hat, unter birgerwear.de. Und ansonsten war's das. Im Großen und Ganzen. So. Einigen schreibt noch Servus Birger, jetzt kommen wir natürlich, ist aber das aber eine kreislige Zeit, weil es kommen ja ständig neue Leute in den Stream ein und viel gängen wieder und das wechselt sich ja wieder so aus und so weiter. In 30 Sekunden erreicht man mir die 2 Stunden Stream. Ich glaube, dass ich mir jetzt langsam schleicher werde. Es war mir, wie eigentlich jeden Freitag, eine Ehre, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es hat mir narrisch gefreut, dass so viele Leute wieder vorbeigeschaut haben, wir jeden verdammten Freitag. Handy, was? Na, Honey, DTF, merci für den Twitch-Follow. Ich würde sagen, wir sehen uns eventuell nächste Woche in einem Video. Vielleicht kommt Massimo Folge 2, wer weiß das. Vielleicht kommt wieder ein Stammtisch-Micker. Ansonsten nächsten Freitag im Stream, eine Stunde oder 2. Oder vielleicht zwischendrin auf Twitch, wer weiß das schon. Ich wünsche euch was, ein schönes Wochenende. Bis nächsten Freitag. Habe die Ehre.